So, jetzt meine ich, schaut's ihm gut aus. Ah, da schau hin. Da schau hin. Da Chat funktioniert, da schaut sie. Ah, da schau her. Ah, da guck mal. Das ist ja zauberhaft, oder? Was so ein Neustart durch sie bringt, das ist ein Wahnsinn. Hey, es ist ein Wahnsinn. Ja. Schau hin. Da. Man muss sich gerade Zeit verwissen, ja, ich bin... So, schon sehr, sehr, sehr gut schon, ja. Als Streamer sammelt man halt so seine Erfahrungen. Jetzt sind wir da, sehr schön. Angel, also, Leute, Name, sorry, das war jetzt leider ein kleiner Fehlstart, aber mein PC, der sucht sich halt leider auch nicht aus, wenn ich stream und wann nicht mit seinen Updates. Ich hab eigentlich gedacht gehabt, dass ein Razer-Update eigentlich nicht das Problem sein soll. Ja? Deswegen habe ich vorher noch gedacht, ja, okay, Neustart machen wir nach dem Stream. Ja, nein, wieder was gelernt. Machen wir zukünftig gleich einen Neustart, bevor wir einen Stream machen. Ja? Der Fight habe ich dere. Leute, wie geht's euch? Alles fit bei Ink. Ja? Jetzt haben wir alle technischen Probleme hoffentlich beseitigt. Hoffentlich. Bist du jetzt früher dran gesagt, hast du um Ivy? Ja, Content geht um Ivy, ich bin noch voll in der Zeit. lieber zu früh wird spät. War Christbaum kaufen, Bomben wieder draußen. Hey, ohne Scheiß, ich weiß, dass Faye mit dem Schnee gar nichts, vom Schnee nicht, Faye nicht begeistert haben. Aber ich finde es tatsächlich wirklich schön, dass wir mal wieder so eine weiße Weihnachtszeit haben. Ich meine, ab nächste Woche mal jetzt 10 Grad, da schmelzt er sowieso wieder weg. Aber ganz ehrlich, ich genieße das jetzt tatsächlich einmal so ein bisschen. Wenn man ausschaut und es ist alles Winter Wonderland, das hat irgendetwas. Ja, der von der Wifi, der geht natürlich auch. Guten Morgen. Grüß dich Gott. Kaffee ist da. Wer Kaffee braucht, der schreibt der Wifi. Nein, Mike, auch da. Die eigentliche Frage, muss ich gerade noch schnell sagen. Ah, na, passt schon. Okay, nice. Muss jetzt zeigen. Das, was ihr hier vor euch seht, ist der dreifache Super Saiyajin. Den hat noch keiner geschafft, deshalb hat es auch etwas gedauert. Gamerb 98 flauschig, Gamerb 98 flauschig, Gamerb 98 HAWEDEYEY. Red Delay, danke dir für deinen Resub im 3. Monat. Danke dir. Geht's jetzt zum dreifachen Super Saiyajin. Willkommen weiterhin in der Bazi-Gang und viel Spaß mit dem Mods. Danke dir, ich hoffe, bei dir ist es fit. Jetzt wollt ihr irgendwas sagen? Die Soundcolours knallen schon in aller Früh. Dann muss ich auch nachknallen. Knallen wo? Wer? Leute, chillt's! Ich komm nicht nach. Leute, dankeschön. Sei merci für deine 69 Bits. Du knallst schon wieder irgendwas, habe ich gehört. Und Werb, danke dir für deine 400 Bits. Leute, Werb, das ist 2. Ja, dankeschön. Vielen lieben Dank. Mama, siehst du, als 3 Wochen Super Saiyajin habe ich alles geschafft. Hey, da geht noch mehr. Leute, Dankeschön für den Support. Vielen Dank. So, jetzt Name. Ich wollte jetzt irgendwas vorlesen. Der Fight, Alter, schleicht seinen Lurk, habe ich gesehen. Ja, der fährt jetzt zum Einkaufen, zum Möbelschweden und noch zur Schwiegerfamily. Los die laufen. Der Fight, danke dir für deinen Lurk. Erstmal dafür viel Spaß bei deinen Unternehmungen und bei deinen Schwiegerleuten. Ja, und danke dir fürs Mitlaufen lassen. Wenn ich nicht fahren muss, ist mir der Schnee wurscht, aber auf der Straße ist halt einfach Mist. Die ist bei uns eigentlich frei. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber Schnee auf der Straße haben wir gestern eigentlich nur in der Früh ein bisschen gehabt. Und abends. Abends, wie wir zu meinen Eltern gefahren haben, da ist noch ein bisschen der Schnee gelegen, aber so jetzt momentan, reizt sie haben gar nichts. Kattel, danke dir für deine 50 Bits. Übrigens, der Mr. Werb hat ein neuer Alert getriggert. Ja, ab 200 Bits habe ich jetzt einmal einen anderen Alert. Da die haben also ein bisschen Beta-Phase. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich mit den Bits machen möchte, mit den Alerts. Was für ein Schema. Wahrscheinlich wird es ein Naruto-Schema. Ich weiß aber noch nicht genau. Da muss ich noch ein wenig sinnieren. Ja, da muss ich während des Urlaubs, den ich jetzt ab nächster Woche dann habe, ab Mittwoch, da muss ich ein wenig sinnieren drüber, wie ich das ein bisschen gestalte. Ja. Da ist noch ein wenig Luft nach oben. Da bin ich mir noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, was ich will, aber ich habe zumindest ein bisschen eine leichte Richtung. Was für dicke Steine!
Aber die dicken Steine müssen bleiben. Ja, selbstverständlich. Die dicken Steine, die bleiben natürlich. Das ist ja sowieso klar. Danke dir für deine 100 Bits. Die dicken Steine, die bleiben. Ja, die der man nicht wickert. Ja, das ist ja wohl sowieso klar. Ist eh klar. Alles, was versaut und der Feind ist, das mögt sie ja haben. Das ist eh klar. Der mag der Sei haben. So muss man sagen. Müssen wir mal neue Alerts testen. Nein, ich kann dich beruhigen. Das ist der einzige. Das ist der einzige neue, ja, ab 200. Mehr ist noch nicht eingerichtet. Also du hast jetzt, egal ob du 2, 3, 4, 5, 600, 700.000 wirst, das ist der gleiche Alert. Momentan noch. Das wird nur anders. Ich hab da schon Vorstellungen, aber ich bin mir noch nicht genau sicher, wie es genau werden soll. Ja, da habe ich jetzt dann im Urlaub Zeit. Durfte heute in der Früh um 2 schon Schneeräumdienst fahren, hat um 4 oder so zum Schneien aufgehört. Straßen sind wieder halbwegs frei. Ja. Ach komm, den hob ich auch noch. Mike, merci dir. Den habt ihr auch noch über, sehr gut. Danke dir. Ja, bei uns hat's eigentlich gestern so ziemlich den ganzen Tag geschneit. Jetzt gerade fangelt es so ein wenig dahin, aber Gestern Abend hat's dann schon einmal ein wenig angezogen, was Schnee angeht. Aber ja, wenn es natürlich um 2 in der Früh rauskommt. Mein Bruder war selber Schneepflugfahrer eine Zeit lang. Das ist scheiße. Wenn es dann um 2 raus musst, vor allem du kannst nicht aus, wenn es glatt wird, du musst aus. Das ist scheiße. Das kann A, D. Das kann A, D. Wer, danke dir. Heute hat's wieder, ich sag schon, heute hat's wieder in Feierlaune. Heu schon gemerkt. Habe ich ihm schon gemerkt. Ja, das ist. Perfekt zur Arena-Leiter, muss ich. Kattel, danke dir. Danke dir, dass du an der Feier oder in Bazi-Gang hast, der Feier oder falls du es noch irgendwie mitkriegst, willkommen in der Bazi-Gang, viel Spaß mit den Mods. Kattel, danke dir. Bei uns ist Sonne und 8 Grad minus, seit gestern kein Schnee mehr. Sherry habe ich dir erstmal dazu. Ja, Schnee, Sonne haben wir keine, bei uns ist seit gestern Trieb, also graues Wetter durch und halt permanent aber ein wenig Schnee. Ich hab jetzt nur gestern haben sie gesagt, es soll ab nächster Woche 9 Grad werden. Ja, also 9 oder 10 Grad und dann ist der Schnee sowieso wieder weg. Also ich persönlich, ich hätte jetzt noch gehofft, dass er noch zumindest eine Woche noch da bleibt. Nach Weihnachten ist scheißegal, da kannst du dann von mir aus wieder 30 Grad haben. Das wird mir dann auch wurscht. Aber gut. Die verdammten Alerts, ich hab gestern am Nachmittag... Ja, stimmt, wir haben kurz geredet drüber. Ja, mit Alerts, da kannst du dumm und dämlich spielen. Das ist irre eigentlich. Aber ich mag dann sowas, so ab und zu, da mag ich mich so richtig hinsitzen und mich da einfach einfuchsen. So. Also ohne Scheiß, wenn ich Alerts bastel, da haben 2 Stunden nichts. Das ist so schnell um. Du schaust auf du, ja gut, okay, jetzt ist, keine Ahnung, 1, ja, jetzt fangen wir ein wenig an. Ja, ein Alert, fertig. Ja, wie 5:30 auf die Nacht, verstehe die Frage nicht. So ungefähr. Straßen sind bei uns inzwischen sauber. Grüße Kattel, was siehst du? Ja. War die Kattel. Aber das wie erstmal willkommen sibirische Temperaturen. Ja, das Wochenende wird's, also was heißt generell die Woche jetzt war nicht ohne, tatsächlich. Die war tatsächlich nicht ohne, was Temperaturen angeht. Ohne Scheiß, mein Auto hat sich zwischenzeitlich in eine Eistruhe verwandelt. Also an dem Tag, wann war das? Am Montag? Oder war das Mittwoch? Ich weiß gar nicht mehr. Da wo der Eisring war. Ohne Scheiß, ich hab dann noch oben müssen am Auto, weil ich einen Geldball gebracht habe. Ohne Scheiß, bevor meinem Auto gestanden, ich so, what the fuck? Kannst du aufgehen? So? Morgen soll es minus 17 Grad werden. Gut, dass wir mir morgen einen Community-Zock machen und ich nicht aussehen muss. Außer abends, da gehen wir auf den Christkindlmarkt wahrscheinlich. Naja. Leils, was darf man davon halten, wenn wir langsam mit der Lara ein wenig weitermachen? Wir haben ja da letztes Mal in einem Tempelstäbchen, wir haben jetzt irgendwie auf der Flucht, mehr oder weniger, ja, wir müssen irgendwie einen Weg nach draußen finden. Die Schusssequenzen, die werden mittlerweile immer intensiver, immer chaotischer, immer actionreicher. Ja, da habe ich mit meinem heftigen Gaddafi eben sehr stark zu kämpfen, wie wir letztes Mal gesehen haben.
Aber ich glaube, das kriegen wir irgendwie hin. Ich habe auch irgendwie so, ich glaub, mir erinnern zum Kinder, dass wir allmählich sogar schon aufs Finale zugehen. Das erste Tomb Raider, das ist gar nicht so extrem lang. Müssen wir mal schauen. Wie weit wir heute kommen. Also ich werde halt ungefähr bis kurz vor 2 machen. Und dann, ja, haben wir jetzt ungefähr 3 Stunden Content. Morgen ist eh länger. Morgen haben wir ganz was Großes vor. Ja, also für meine Verhältnisse. Morgen um 9:30 fangen wir mit dem Community-Zock an. Beziehungsweise die erste halbe Stunde werden wir ein wenig ratschen. Und dann ab 10 fangen wir an mit Mario Kart. Ab 12 spielen wir Scribbeln. Und ab 2 machen wir dann noch Song Contest. Bis um 4 ungefähr. Wird sauerhaft das Wochenende. Bei Henk ist am Mittwoch ein Traktor eingefroren. Mit Starten war da nicht viel. Ja, Starten habe ich tatsächlich schon können, aber Einighammer war halt erstmal das Thema. Ja? Der Kofferraum ist ja auch nicht aufgegangen und mein Eiskratzer ist im Kofferraum. Ich freue mich schon drauf. Ich mir. Ich glaube, das wird eine ganz lustige Geschichte machen. Das kann eine ganz lustige Geschichte werden, wenn du mich fragst. So, jetzt machen wir da mal, jetzt müssen wir spielen, jetzt müssen wir natürlich auch wieder alles aufmachen, sehr klar. Das ist ja alles zugemacht worden. Moment. Ich muss mal schauen, ob ich meine 5 Sinne alle beieinander habe. Da nicht, dass mir jetzt irgendwo so geht. Da einen Wavelength-Setten brauchen wir natürlich auch noch für die Soundeinstellungen, sonst geht da gar nichts. Das war ja blöd. Das war ja dann blöd. So. Das wird sicher lustig machen. Ja, ich glaube auch. Wir haben uns für Mario Kart überlegt, dass wir dass wir Vorhersagen machen. Also sprich, das, was ihr aus der Nuzzle Challenge vom Sommerheuer kennt. Ja, da könnt ihr irgendeine Kanalpunkte quasi setzen auf irgendwelche Sachen. Da haben wir uns ganz lustige Umfragen einfallen lassen oder Vorhersagen. Das glaube ich, das ist, das glaube ich wird ganz lustig. So, also gerade bei den Leuten, die vielleicht nicht Mario Kart mitspielen können, ja, das kann ja nicht jeder, aber wir haben ein Mario Kart, glaube ich, bestimmt schon ein Jahr nicht mehr gespielt. Mir selber glaube ich noch gar nicht, abgesehen vom Cookie Sign Community Zock. Deswegen haben wir gedacht, machen wir mal Mario Kart, weil es gibt doch ein paar, die das haben. Und zum Zuschauen ist Mario Kart, glaube ich, auch ganz lustig. So, Dankeschön für den Hype-Train. Stufe 1. Vielen lieben Dank. So, jetzt passt's auf. So, macht jetzt mal leise. Oh, da widert schon wieder. Da pfui Teufel. So, perfekt. Gehen wir weiter. Birgit, Habideri, bin auch wieder dabei. Sehr schön. Willkommen. Schön, dass du bist. Ich hoffe, bei dir ist alles fit. Samcrive hat Subgift erhalten für 55.000. Oha, ich hätte den Subgift gern der Birgit schenken. Jetzt muss ich mal schauen. Jetzt pass auf. Ich hab nämlich. Das muss ich jetzt einmal schauen, ob ich das jetzt on-stream machen kann, an Subgiften. Das habe ich nämlich also beim letzten Mal, wo ich das tue, ist es nicht gegangen. Falls das jetzt on-stream nicht geht, Wi-Fi, dann gifte ich der Birgit nach dem Stream den Sub, okay? Aber jetzt pass auf, das kriegen wir jetzt schon irgendwie. Abo verschenken, da gehst her. Normalerweise gehen. Ah, hast du das schon. Da, passt. Birgit, willkommen in der Bazi-Gang. Viel Spaß mit den Modes. Und gleichzeitig auch Dankeschön an die Frau Samcrive ausrichten. Ja, Wi-Fi, ich hoffe, das ist in Ordnung. Also. So. Wir haben gesagt, wir tun da weiter. Da macht der Lucky die Tür auf, weil es DHL ist, steht der Kirchensepp davor und möchte zum Bibi-Club einladen. Da hätte ich ihm. Ja, ist wurscht, was ich da hätte. So sage ich jetzt lieber nicht. So. Leute, wir haben da in dem Tempelstäblen. Wir müssen da jetzt irgendwie rauskommen. Wir haben noch den einen oder anderen Schuss in der Tasche. Es wird aber tatsächlich, wie ich letztes Mal gesagt habe, schon deutlich intensiver jetzt. Vor allem, was die Sequenzen generell angeht. Ja? Herz als Spam, mehr Subs, mehr gut. Mr. Verb, das kann ich nur so unterstreichen. Das ist eine Tatsache. Mehr Subs sind mehr gut. So,
Natürlich geht's gleich wieder richtig stressig und intensiv los, ja. Eine Herzalflut, sehr gut. Eine Herzalflut im Chat ist... Mehr Herzal im Chat haben bekanntermaßen auch mehr gut. Achso, wir müssen mit dem Granatwerfer... Wir müssen mit dem Granatwerfer jetzt... Die Mauer aufschießen, okay. Bazi, mehr Subs ist mehr Money. Gewissermaßen ja. Du hast nicht Unrecht, Kattel. So, brauche ich jetzt nicht schießen, oder was? Okay, dann schieße ich nicht. Ist vielleicht eh gescheiter, ich triff eh nix. Was haben wir jetzt überhaupt ausgerüstet? Sei, hast du da 0-2 gesetzt? Du hast jetzt nicht ernsthaft 10 Subs verschenkt, oder? Ups. Mehr Subs, mehr gut. Im Namen von Lucky Mercy Seitching. Das war Absicht. Sei, warum? Warum 10 Subs? Alter, bist du wahnsinnig? 10 Subs, was meinst du, wie viele Leberkassemmen das sind? 5 oder so, 6, keine Ahnung. Sei, merci dir für 10 Gifted Subs an den Narias Univers Lumino, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, an den Burgi, an den Mac, an den Sprenner, an den oder die Julia oder Julian, an Tasi, an den Lucky, an den Flash und an den Mescalin. Sei 10 Subs, das sind mindestens 9-2 und das weißt du, okay? Weil Gönnermin Support ist kein Mord. Ja, das ist grundsätzlich nicht falsch, da hast du schon recht, aber das ist so viel Support, dass eigentlich schon, das ist für einen Geldbeutelmord, ja? Das ist dann auch wieder nichts. Also zumindest für meinen Geldbeutel ist jetzt, naja, sei das ist zu viel, okay? 10 Subs sind zu viel. Okay, du glaube ich bist der Erste, der jemals überhaupt so viel Subs giftet. Ja, ich glaube, das Höchste, was ich mal gehört habe, waren 6. 6 oder 7, ich weiß es nicht mehr. Aber 10 sind definitiv zu viel. Aber vielen lieben Dank für 10 Gifted Subs, Alter, das ist geisteskrank. Vielen Dank. Leute, für alle, die einen Sub ergattert haben und gerade da haben, bitte bedankt sind beim Sideching. Herz als Spam haben wir vorher gerade irgendetwas gehört. Bei meinem Metzger des Vertrauens wären das 3 Euro. Da kostet einer 1 Euro. Bei uns sind es 10 Leberkassemmen. 1 Euro für eine Leberkassemme, holy shit, das ist ein billiger Kurs. Bei uns kostet jetzt aktuell die Leberkassemme 1,80. Ja, wir müssen der Sei hat mich jetzt komplett aus dem Konzept gebracht. Wenn wir da auch wieder einballern, oder wer? Die ist mega geil, okay. Ja, das Lustige ist ja bei der schon 2 Leberkassemmen gut. Okay, der steht aber noch da drin. Oder ist der Hops? Haben wir den Hops Nummer? Ah, den haben wir Hops Nummer, okay. Nice. Ah, da oben ist auch noch einer. Ja, den habe ich übersehen.
Jetzt müssen wir mal kurz rosten. Haben aber ganz schön viel jetzt da. Au. Hör mal rum. Alter, wie verhalten die aus? Alter, wie verhält denn der? Oh, leck mich am Arsch. Der hält aber ganz schön viel aus. Hört's auf vom Essen zum Rennen, ich hab schon Hunger. Sei froh, dass du heute nicht streamst. Oder noch nicht streamst, sagen wir so. Weißt du, was jetzt geil wäre? Pulled Pork Burger. Ja, das Mike, jetzt hast du das. Jetzt hast du einen Salat. Jetzt haben sie den Salat. Lieber kannst du mir jetzt sagen, hab gerade das erste Mal schwarze Tomaten gegessen. Ah, schwarze Tomaten? Muss ich wissen, was das ist? Ja, du kannst meine Granaten haben. Okay, so weit gingen die leider nicht. Au! Wo? Wo ist er denn? Wo ist denn der jetzt? Ah, da oben ist er. Ah, hab ihn doch noch erwischt. Sehr gut, von der Rum ein bisschen Überblick. Au! Wie kannst denn du noch leben? Ich hab da ungefähr 3 Kilo Kugeln ins Gesicht geschossen. Ja, jetzt wird da mal schauen, ob wir den Mund kriegen. Granatwerfer OP. Ah, Granaten bringen schon ein wenig. Aber das ist blöd, dass die nicht so weit fliegen. Okay. Da meine ich, haben wir jetzt dabei mal. Da ist noch mal irgendwo einer. Aber ich weiß nicht wo. Ach, da oben ist er! Berichtigung, da oben war er. Da können wir noch mal an. Also ich weiß nicht, wie oft dass man mit einer Schrotflinte nicht beim treffen muss, bis dass einmal einer stirbt, aber... Der Moment, wenn der Bogen effektiver ist als wie eine Schusswaffen. Ah ja, alles klar. Hasi habe die Ehre. Kommt die schwarze Tomate. Der Waldi Tomaten sind meine liebsten Tomaten, brauche ich nicht essen. Was ist denn der Waldi Tomaten? Oder meinst du jetzt der Feidi Tomaten? So, warte mal, da haben wir bestimmt noch Schuhe drin, oder?
Ja, 6 da, sag ich doch. Der Feide, okay. Das ist fit bei dir, so geht's jetzt. Was meinst du jetzt von sie? Wenn du Streamlabs und so weiter meinst, ja. Der neue Start hat Wunder vollbracht, ja. Ja, wenigstens kriegen wir jetzt da ein bisschen einen Schuss nachgeworfen, ja. Das ist ja schon mal gut. Mal haben wir ein Fake nur gebraucht. Einfach mal unseren Munitionsstand wieder auffüllen. Ich brauche schwarze Tomaten. Ganz ehrlich, ich habe noch nie was von schwarzen Tomaten gehört. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Was war jetzt das? Lul? Mieze, kannst du da oben festhalten? Oder geht das da nicht? Ah ja, okay, da kommt man also nicht auf. Alles klar, gut. Oh, Schrotflinten-Update. Sehr gut. Oh, Zwischensequenz. Sie ist da unten. Versucht, freies Schussfeld zu kriegen. Die Outsiderin ist da unten. Ja, da ist wieder einer mit so einem massiven Schussgewehr, da wo man nicht einfach so durchkommen. Okay, ich muss da scheinbar auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, ich muss da laufen. Okay. Das ist eine eigene Züchtung und die haben echt gut. Doch schon muss ich mal schauen, ob ich nächstes Jahr welche herkriege. Okay. Da habe ich gesagt, habe ich wirklich noch nie was gehört davon. Ja, es ist jetzt die Frage. Also ich glaube, hinter so einer Kiste bin ich eher safe. Hinter die Holzfassel eher schwierig. Weil mit dem kann man mich nicht anlegen, das wird nicht so einfach. Also der Moment, wenn das Fadenkreuz rot wird, aber der Gegner trotzdem nicht getroffen wird. Okay, da unten ist irgendwas in die Luft geflogen. Okay, ich kann ja mal die Lampen nicht ausschießen, dass er mir da nichts mehr sagt. Ah, müssen wir dann da um? Okay. Warte mal, ich muss da jetzt mal schauen, wo wir eigentlich hin müssen. Müssen wir dann da über das Seil? Kann ich mir jetzt zwei Lampen da mal langsam ausschießen? Immer noch nicht, okay. Okay. Da drin scheinen wir jetzt erstmal safe zum sein. Ah, man muss. Aha, okay. Ich hab's, ja, hab ich schon verstanden. Ja, kannst du mir mal Moschlecker da drum hat. Herüber. Na los! Lauf zu Roth. Ich komm nach. Und Sam, steig nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Nicht ein Helikopter steigen. Entkommen Sie aus dem Lager. Ja, da haben wir gewissermaßen schon dabei.
Erfolgreich haben wir nur noch nicht so ganz. Ah. Dann müssen wir mal da rauf. Ich hoffe mal, dass das Upgrade jetzt für unsere Schrotflinten dann ein bisschen mehr Wumms mit sich bringt. Ah ja, super toll. Hat er uns ja noch einen Molly nachwerfen müssen. Ah, das ist letztes Mal schon nicht gut ausgegangen. Zerstört die Brücken! Das sind unsere Leute! Sind hier noch mehr Ungläubige? Ja, der ist auch skrupellos. Ich wollte gerade sagen, Mizi, du musst aber schneller laufen. Sehr gut. Eskalation am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen, habe ich mal gehört. Warte! Die Stürme! Es ist zu gefährlich! Rob! Bringen die jetzt ohne uns oder was? Ah, den hast du ja jetzt ohne uns davor geflogen. Weil ich bin ja gar nicht eingesperrt und dann ist gleich so eskalativ. Immer just in time. Als Zehner sind ohne uns geflogen. Du schaffst das! Okay. Oder auch nicht. Lara, nimm meine Hand! So geht's! Rob! Wir müssen landen! Wir müssen landen oder der Sturm bringt uns zum Absturz! Wir können nicht weg! Ach, die stehen an anderen Runde. Ich hab gedacht, die haben schon im Heli. Wir können sie nicht zurücklassen! Wir müssen landen! Eine Chance! Sieh mal nach draußen! Wir können sie nicht zurücklassen! Ich hab's kaum bis hierher geschafft! Runter! Fängt auseinander! Na los!
Ja, da hat irgendwer massiv was dagegen, dass wir von der Insel kommen. Ja, fast. Und immer Action, das ist der Lara jetzt zweiter Vorname, habe ich gehört. Also ich hätte mir sicher einen Cut in den Schädel geschlagen beim Heli. Beim Umspringen meinst du jetzt? Da meine, hätten sie mir einen Cut geschlagen. Von uns. Lara! Lara! Ich wollte gerade sagen, der war doch schwer am Bein verwundet, oder? Ah ja, sehr gut. Na komm, Lara. Ja, na komm schon, los! Ah, da bist du. Da bist du. Na komm. Es reißt aber auch nicht mehr an, gell? Da sind sie! Das ist Klon, der braucht pro Gegner nur einen Schuss. Ich schaff das doch nicht ohne dich. Tut mir leid, Lara. Tut mir leid. Du schaffst das. Du bist eine Kraft. Ich hab gar nicht mehr gewusst, dass er stirbt. Ich hab gemeint, die überleben alle. Buff, merci dir für deinen Raid. Hab ich dir reich. Wie geht's, Henk? War Henker Stream? Bist du okay, Lara? Ob sie okay ist? Es geht hier immer nur um Lara. Na klar. Hast du vergessen, dass wir wegen ihr hier sind? Das ist nicht fair, Reyes. Du hast recht. Hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur Ross. Was sollen wir nur ohne ihn machen? Lasst uns einen sicheren Ort finden und etwas vorbereiten. Buff, merci dir. Wie geht's da? Er starb als Krieger. Und so soll er von uns gehen. Ja, Sage. Hätte ich nicht gedacht, dass er stirbt. Oder beziehungsweise ich habe nicht mehr gewusst, dass er stirbt. Das alte PT-Boot am Strand. Das sollte ich wieder hinbekommen. Naja, also Versuch wär's wert. Es würde nichts nützen. Wir können die Insel nicht verlassen. Komm schon, Lara. Sag doch sowas nicht. Wir sollten jetzt gemeinsam sowas wie einen Plan schmieden. Ihr okay? versteht es einfach nicht. Keiner von euch. Irgendetwas lässt uns nicht gehen. Etwas? Lara, du solltest schlafen. Ich gebe ja zu, dass mich seltsame Dinge besonders interessieren, aber dieser Ort ist einfach zu viel. Ich verrecke nicht hier. Ich repariere das Boot und dann fahren wir. Du weißt, dass hier etwas nicht stimmt, Jonah. Ich kenne dich doch. Alles, was ich weiß, ist, dass Logik an diesem Ort nicht zählt. Du denkst, deine Instinkte sind eine Schwäche, aber sie stärken dich. Vertrau ihnen. Wir brauchen dich. Der große Mann hat recht. Gib dir etwas Zeit, okay? Vor allem mich darf mich interessieren, wo der eigentliche Professor da die ganze Zeit rumlungert, den wo man letztes Mal noch gesehen hat, der mit der Brain, der wo eigentlich nur aufs Skate aus ist. Komm runter, wann du willst. Ohne dich gehen wir nirgendwo hin. Nimm die hier.
einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Niemand geht. Die Stürme. Sie gehören zu der Macht der Sonnenkönigin. Sie verhindert, dass wir wegkommen. Fährst du den Mülleimer mal schnell bitte? Oder irgendein Mod? Wenn die Sturmwache sie beschützt, dann muss die Lösung, wie man die Stürme stoppt, dort drin sein. Ein versteckter Flusszugang. Das Boot. Damit kommen wir zwar nicht weg von hier, aber es kann uns zur Ritualkammer bringen. Jonah! Reyes! Verdammt! Ich hätte mit ihnen gehen sollen. Ja, warte mal, das haben wir gleich. Mach doch keinen Stress. Ich mach das selber. Hä? Lul. Okay, warum ist Twitch eigentlich schon wieder so kaputt? Jetzt wird. Okay, nice. Gut. Na, passt schon. Das war mein Fehler. Ich habe versehentlich einen Absatz gemacht, praktisch, beim Sperren. Alles gut. Alles gut. Am Handy ist halt scheiße. Also wenn jetzt so sei, am Handy ist dort zum Modden, das ist basically unmöglich. Das hätte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Ja, okay. Pumpkin, Waffe modifizieren. Waffe modifizieren, Schützengraben, Schrotflinte zu Pumpgun. Sehr gut. Da haben wir jetzt die 3 Upgrades gefunden. Das heißt, wir können auch die wieder weiter ausbauen. Du haust dir jetzt einen Tee ins Gesicht, Prost. Birgit, Lust den Teeschmecker. Prost, imaginäres Prost. Ja, ich hab gerade nichts zum Trinken da, ich brauche aber gerade auch nichts. Schön, dass du hast. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Aufenthalt. Beziehungsweise, wenn man im Browser so klar wie, nein, ich sag jetzt nicht, dass deine auch noch gesperrt wird, meinst. So, was haben wir jetzt da? Brandmunition, modifizierte Laufspitze, die Projektile mit einer entzündlichen Substanz tränkt. Wir haben 1257 aktuell zum Upgraden. Ummantelter Schaft, der für die Stabilisierung beim Feuer sorgt. Das brauchen wir, um meine Kartoffeln immer ein bisschen zum Kompensieren. Patronenmagazin. Patronen müssen nicht mehr einzeln geladen werden, was das Nachladen beschleunigt. Das kostet jetzt 3,50. Ah, schau, die können wir sogar voll ausbauen. Da gehst du her. Sehr gut. Haben wir das auch. Die anderen Waffen, da geht jetzt aktuell, glaube ich, sowieso nichts, oder? Ja, nein, aber die müssen wir noch weiterentwickeln. Da haben wir aber, da fehlen uns halt noch die entsprechenden. Oh, Pistolen war noch gegangen. Der Schalldämpfer und der ergonomische Griff, ja, das müssen wir warten, bis wir wieder genug Bergungsgut angesammelt haben. Und der Rest, Bogen, meine, geht auch noch nicht weiter, oder? Nein, das müssen wir auch noch ausbauen. Aber du musst halt die ganzen Teile erst einmal finden. Halt, wir haben noch einen Fähigkeitspunkt zum Vergeben. Das nehmen wir schon. Müssen wir mal schauen, wo wir den investieren. Kämpfer-Upgrades. Das ist das mit dem Träg ins Gesicht werfen, das ist eigentlich irrelevant und das können wir noch nicht. Das ist der Ausweich-Killmeister. Das geht noch nicht, okay. Was haben wir dann da noch?
Ja, da ist alles gesperrt hinter aussieht. Da geht also auch noch nichts. Ja, und das ist eigentlich nicht wirklich relevant. Klettergewandtheit. Ja, da haben wir halt schneller, beziehungsweise haben wir nicht so einen hohen Sturzschaden. Ja, und das Grauda zupfen, beziehungsweise Tiere schlachten ist eigentlich, ich finde, das ist relativ irrelevant, weil Tiere bringst du, also ich zumindest bringe in dem Spiel eigentlich so gut wie keine Viecher nicht um, weil du eigentlich das meiste aus den Gegner ziehst, also aus den menschlichen Gegner ziehst, so mehr oder weniger vom Loot her. Ich glaube, ganz ehrlich, dass wir uns den Fähigkeitspunkt aktuell einmal aufsparen. Weil, das war halt viel wichtiger. Schrotflintenexperte, Gewehrexperte, Pistolenexperte, Bogenexperte. Kann man aber erst, wenn man halt die entsprechenden Waffen weiterentwickelt hat, meine. Aber gut. Kriegen wir schon. Wie schauen wir denn jetzt mundtechnisch aus? Ja, haben wir noch einiges gelootet gehabt, okay. Ich glaube, dass wir jetzt wieder am Anfangsgebiet haben, oder? So, der Semmelmeier kriegt jetzt Fleischpflanzen. Habt ihr jetzt so weit drin, dass er jetzt unbedingt was essen muss? Mein großer Schmecker. Ich kriege erst auf die Nacht wieder etwas, ja, falls sie das tröstet. Ja gut, jetzt hat er Fleischpflanzen. Wenn er jetzt keinen Trost nicht hat, dann weiß ich es auch nicht. Ah, das ist der Heli, mit dem wir angestürzt haben, oder? Oh, nice. Fleischlaberl. Oh, hätten wir da noch etwas. Achso, na, da müssen wir rum, okay. Ruhig, Lara. Oh, Scheiße. Dann Wölfe. Ist das sicher, dass Sie hier sind? Ich sollte einfach auf einen Baum klettern und abwarten. Toll, verdammte Wölfe. Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Zeigt euch! Gebt lieber auf, bevor euch die Hunde finden! Kommt raus! Kommt raus! Oh ja, der hat es hinter sich. Den Hund hab ich jetzt gar nicht kommen sehen. Wow, leck! Wo kommt der her? Ja, okay, den von links, den hab ich, der ist ja jetzt aus dem Nichts gekommen. Der ist auf voll, da ist ein Stauwagen wieder, vor mir steht er, du. Was war jetzt mit Viereck? Hey, wenn ihr euch versteckt, kommt raus! Zeigt euch! Gebt lieber auf, bevor euch die Hunde finden! Das sind einige Gegner. Ja, jetzt wieder nicht triggert, okay? Cube, habe ich dir. Was fit bei dir? Moin. Oder Mahlzeit. Kann man schon fast Mahlzeit sagen. Muss mal schauen, ob er mich da irgendwo in Deckung stellen kann. Weil so Bredelbrot offen stehen ist da jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ohr. Rohkartensammlung, sehr gut. Da kann man schwammerl zu. Das ist zauberhaft.
Alles fit bei dir? Sehr gut, das freut mich, dass alles fit ist. Ja, bei mir, ich kann nicht lang. Ist ein bisschen stressig, aber ansonsten bin ich da Schmerzfreiheit. Der Vorteil vom Bogen ist halt, der ist halt verdammt leise, gell? Da kannst du halt einfach einmal sneaky-peaky durchfetzen, wenn es wirklich war. Ja, Ruckkappel. Oh, da ist ein Grab in der Nähe. Da ist ein Grab in der Nähe. Herbert, hab ich die. Oh, du möchtest ein Flauschknädel sein. Machen wir gleich. Los mich nur noch schnell kurz da aus dem Gebiet da raus, dann kriegst du einen Flauschknädel. Haben wir schon eine Zeile nicht mehr gehabt, einen Flauschknädel? Den haben wir schon eine Zeile nicht mehr gehabt. Ah, da hinten müssen wir hier, okay. Dann gehen wir erst einmal da in die Höhle rein, weil ich glaube, dass da das Grab drin ist. Schaut zumindest so aus. Dem Gebimmel nach ist da ein Grab drin. Okay, passt. Heiligtum der Sturmwache. So, perfekt. Dann kann ich jetzt schnell einen Flauschknädel holen quasi, oder? Moment. Das ist jetzt ganz interessant für die das noch nicht kennen. So, Moment. Ich hole mir einen Flauschknädel. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie wir beim letzten Mal gehabt haben, aber heute ist mal wieder der Mats am Start, gell? Der Flauschknädel! So. Also, für die das nicht wissen, ja, es haben ja ein paar neue auch dazugekommen in letzter Zeit. Ja, aua, jetzt haben wir das Knie auch noch angehauen, super Sache. Es haben ja ein paar neue dazugekommen in letzter Zeit. Das ist ein Flauschknädel. Und das ist einer von 2 Flauschknädeln. Wir haben nämlich noch einen, ja, das ist die Paula, die ist da, also das ist der Mats, ne? Das ist der Oberflauschknädel, ja, weil er halt so oberflauschig ist. Mehr flauschig ist mehr gut. Und im Stall läuft noch ein zweiter Flauschknädel umeinander, das ist die Paula, ja, die ist nicht ganz so, die ist auch flauschig, ja, die ist eigentlich auch sehr flauschig, aber die ist halt nicht so flauschig wie er, ja. Und der Matzi, ja, den gibt's auch als Emote, wie der Mr. Werbschott eindrucksvoll zur Schau stellt, ja. Paula gibt es natürlich auch als Emote. Ja? Und ab und zu an die 2 im Stream zum sehen. Ja? Mittlerweile haben wir ja die Knädelcam in den Pausenscreen verschoben. Ja? Also das heißt, wenn ich mir einen Pausenscreen reindrücken muss, weil ich, was weiß ich, kurz Pause mache oder aufs Klo gehen muss oder mir was zum Trinken holen, dann könnt ihr ja beide begutachten. Und der Matzi, der ist sich manchmal selber nicht so ganz sicher, was er davon halten soll. Ja? Aber heute ist er, glaube ich, ja, ist er, du musst mal schnuffen da. Ja? Muss ein bisschen schnuffen. Ja? Sogar du, wenn du drehen kannst, oder? Ja, der kriegt der Pussy. Ja, er mag schmusen. Er was wurscht. Er mag schmusen, er was wurscht. Ja? Mama kann man meinen und er ist ein Hai. Ja, ist schon gut. Chill. Mama kann man meinen und er ist ein Hai verloren gegangen, weil er seine Ohren anlegt, wie wenn er ein Haifisch war. Ja? Vielleicht war er in seinem ersten Leben mal ein Haifisch, das weiß man nicht so genau. Ja? Aber sonst geht's ihm gut, gell? Du hast halt schon brav frühstücken da. Für die Knädelpause muss die Flauschknädel her. Ja, genau. Gell? Nein, bist ja ganz ein braver. Ne? Er ist von der Größe und vom Gewicht her deutlich schwerer und größer als wie sie. Aber die andere hat die Hosen an. Warum auch immer. Aber gut. Der Matzi. So, tust du noch mal reinschnupfen und dann darfst du wieder in deinen Stuhl gehen, gell? Der Flauschknädel. Positiver Nebeneffekt, oder was heißt positiver Nebeneffekt? Der Nebeneffekt vom Flauschknädel Matz ist, wenn du den nimmst, dann hast du auch noch was von seinem Fell. Es bleibt nämlich hängen. So. Herbert, ich hoffe, das war für dich okay, also.
ASMR einschnufeln. Ja, ich weiß nicht, ob man das hören darf. Bin mir nicht sicher. Ja, wenn ich den Filter vom Mikro ausschalte, dann kann man es vielleicht unter Umständen hören bei ihm. Bei ihr nicht. Sie schnauft so leise, das kriegst du eigentlich nicht mit. Also bei ihr kann es eigentlich meinen, sie schnauft gar nicht. So. Wir haben jetzt da in dem Grab. Das Grab müssen wir mal anzünden. Also beziehungsweise die Fackel da müssen wir mal anzünden. Und da müssen wir mal schauen, was müssen wir da tun damit. Kann man das da auch anzünden? Tatsächlich. Ja, man muss ein bisschen ein Licht machen. War gut bei uns, Zitat, so fluffy. Oh, ist deine Gattin bei dir? Für den Fall, dass das der Fall ist, habe ich ich bin der Bazi, ich bin ein bisschen geschubst. Der Herbert gewissermaßen auch, ich weiß nicht, ob er das schon gesagt hat, aber fühl dich gegrüßt. An Mats hat man schon mal gehört im Stream. Echt? Machen wir vielleicht morgen einmal etwas draus. Müssen wir mal schauen. Da oben ist auch noch irgendein so ein Ding, das zähmt mir jetzt einfach auch mal an, weil einfach, wenn wir es können. Ja? Mehr Licht ist mehr gut. So, dann schauen wir mal, was da gibt. Warte mal. Wir haben von da gekommen, oder? Ja, ich will gerade sagen, wir haben von da gekommen, glaube ich. Denke ich. Aber warte mal, das schaut auch aus, wie wenn man da... Ah. Ich will gerade sagen. Man muss ja irgendwie da raufkommen. Okay, das explodiert zweimal. Das ist gut, dass ich das... Achso, ja, weil wir mir jetzt die Fackel angezündet haben. Ja, ist eh klar. Ist eh klar. Ah, warte mal. Zünden wir mal den Schunder. Also, für den Fall, dass ihr nichts sagt, ist ja gar nichts. Ja, wie, das war's schon wieder? WTF? Okay. Was haben wir da jetzt gekriegt? Gerade da ist eine Waffenmodifizierung verfügbar. Okay. Ja, da werde ich jetzt mit Sicherheit oben springen, oder? Machen wir es so. Gut, wir können irgendeine Waffen modifizieren. Ich glaube bis dahin. Was haben wir denn? Ah, warte mal, da... Ah, das haben wir schon, ist okay. Da haben wir jetzt da ergonomischer Griff. Verringert den Rückstoß und da Schüsse werden schallgedämpft und ihr Schaden damit leicht verringert, drücken sie, um schallgedämpfte Schüsse abzufangen. Ja, nehmen wir das. So, einen guten, wir sind nebenher. Wir essen nebenher. Wir sind nebenher. Einen guten, Wifi, danke dir. Ja, gut. Ich weiß gar nicht, wie viele Gräber das wir jetzt eigentlich noch haben. Hab jetzt gar nicht aufgepasst. Ob wir jetzt schon alle haben oder ob noch eins kommt. Gut, das werden wir aber noch rausfinden. Mit Sicherheit sogar. Ja, das ist der nächste Abschnitt da, okay. Wer pfeift, hat's viel Luft im Kopf. Ich weiß nicht, ob das schon mal wer gesagt hat. So, wir nehmen natürlich die Pfeile, die wo nicht brennen. Weil dann werden wir nämlich nicht entdeckt. Zumindest so hört man das nicht.
Ah, der kommt bestimmt noch mal an aus meiner Tour. Das heißt, da looten wir auf alle Fälle. Wir müssen zwar da hinten hin, aber an Loot nehmen wir natürlich schon mit. Gut, der hat's hinter sich. Das passt. Fleischpflanzen und Kartoffelpüree. Geil, nimm ich. Oh, das darf man jetzt, glaube ich, alle nehmen. Oh, da ist auch noch einer. Warte mal, erst schießen wir die Gegner alle über den Haufen. Das meine ich, da haben wir auf der sicheren Seite dann. Da hinter ums Eck steht auch einer. Hauptsache der Fisch hängt an der Decke. Das ist sehr gut. Auf alle Fälle, dass er ja nicht mit seiner bläden Obi-Taschenlampen daherkommt. Okay, hat's ihn schon? Ah, da hinten geht's dann. Da hinten können wir dann gehen, da geht's dann weiter, okay. Da hinten steht auch noch einer rum. Aber wenn ich jetzt schieße, dann werden die Gegner alarmiert. Das war natürlich suboptimal. Ganz ruhig, Bruder. Reiß dich zusammen. Das ist teilweise so komisch, wenn's Fadenkreuz rot aufleicht und du schießt, dann trifft er aber trotzdem nicht. Okay, machen wir da mal auf. Da gibt's mit Sicherheit auch noch irgendetwas. Oder auch nicht. Ach, da drüben, okay. Ja, nice. Ah, da leicht der Alps auf. Hab schon gesehen. Nee! Geocache. Okay. Ah, okay, aber was? Ach so. Ah. Warte mal, wo haben wir denn? Da oben. Okay. Gehen wir da auch noch um. Gibt es zwar nur Pfeile, aber immerhin. So, dann müsste wir jetzt da ringsum eigentlich die ganzen Gegner beseitigt haben, oder? Zumindest zeige ich keinen. Ist dann das Lager da jetzt frei? Mal direkt einmal schauen. Und da geht's auch noch hinter dem einen, oder? Aber da, ja stimmt, da war es noch einiger. Da brauchen wir jetzt Schrotflinten. Ja, das haben wir jetzt gedacht, wenn ich jetzt da schieße, werden die anderen alarmiert. Aber gut, wir haben ja nochmal gewissermaßen stiften gegangen. Die Frage ist jetzt eigentlich nur, wie können wir da wieder aussehen? Okay. WB Angel. Ja gut, dass wir so viel Immun haben, dass ich nur verschießen kann, bis dass einmal ein Gegner stirbt. Ihr seht es, ich und Action RPGs so... Wo kommt's denn das jetzt her?
Mei, bewegt die halt auch nicht so saublöd, ha? Alter. Oh, Granaten, das musst du durch. Okay, Alter, Wölfe zum Treffen, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Haben wir noch so viele Schuss? What the fuck? Okay, das hat uns jetzt nur was für ein Geocache gebracht, oder was? Können wir den noch looten? Ja, nice. Ist das Lager jetzt frei? Ah. So, dann können wir dann die Pistolen noch weiter ausbauen. Dann haben wir das auch schon mal. Sehr gut. So, und da oben geht's weiter, Mann, oder? Ja. Ah, da hinten, da kann man auch mal schauen, ob es da noch was gibt. Oh, da ist eine Truhe drin auf jeden Fall. Das ist gut. Ja, Hauptsache der angelaufene Schinken liegt noch am Tisch umeinander. Sehr gut. Da ich sofort nehmen, da wo so eine fette Blutspur ist. Okay. Vor allem, wie haben denn die anderen dann da oben gekommen an den Strand? Die haben ja dann auch zwangsweise da lang müssen, oder nicht? Warum hängt da ein Hirsch? Käfige. Wölfe. Oh no. Werden hier gezüchtet. Der wir die lieber mal vorsorglich entsorgen, ja? Ich habe so das Gefühl, dass die bald ausbrechen und dann mehr nicht wissen, wie ich dann da stehe. Einer beit noch. Da ist er. Schnauze. Ruhe ist jetzt. Da ist nur einer. Ah, da ist er. Sitz. Da ist er brav. Ah, man muss ja nur schaffen, ja. Jetzt bett da nur mal einer. Wo? Ah, wo denn? Hä? Spiniert's? Ach, da! Du machst auch Sitz. So ist er brav. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ah, da müssen wir jetzt... Ah. Okay. Scheint wieder irgendein Tempo zum sein. Auf alle Fälle gibt es ein Bergungsgut. Ja, das ist gut. Bergungsgut ist gut für uns. Was haben wir da? Okay. Das geht jetzt nicht. Was geht jetzt nicht? Was da stürzt, das ist gut, wenn das nicht geht. Lass mal schauen. Aha, wir haben jetzt quasi in der Betthöhle, oder wie?
Sehr gut. Es gibt jetzt 2 Wege. Da hinten müssen wir, dann schauen wir mal, was da noch drin ist. Okay, das ist einfach nur eine Sackgasse. Ja, okay. Batman! Das ist aber, glaube ich, nur in der Zeichentrickserie, oder? Das Intro. Das ist nicht in den normalen Filmen. Barackenstadt, schon wieder. Da waren wir letztes Mal schon. Oder es ist ein anderer nicht, das kann auch sein. Ah, das ist schon die. Da haben wir letztes Mal schon gewonnen. Da haben wir ja den kompletten Ort hops genommen. Wir haben zwar das eine oder andere Mal hops genommen, waren aber gut. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Alex, ich habe die ganze Zeit versucht, euch zu erreichen. Wir sind jetzt am Strand. Das Boot hat's übel erwischt. Ohne das richtige Werkzeug dürften wir es wohl kaum zum Laufen kriegen. Wir könnten hier unten deine Hilfe brauchen. Fangt schon mal an. Ich bin unterwegs. Pass bloß auf dich auf. Wie haben die da oben gekommen? Haben die mit einem Fallschirm da oben geflogen oder was? So, da gibt's mit Sicherheit noch irgendetwas. Oder auch nicht. Okay. Da hinten können wir jetzt nicht hin, oder? Schaut nicht so aus. Okay, ja gut. Mir wundert's, dass da jetzt kein Gegner nicht ist. Ja, da oben in der Villa waren wir vorher. Oh, das da hinten kann man anzünden, das sehe ich von da. Achso, das ist das mit der... Ah, okay, das ist das mit den Abbilder. Okay. Ja gut, wir müssen jetzt wahrscheinlich da mit dem Lift runterfahren, oder? In meiner Saison zum Lift fahren war der gewissermaßen. Nice. Aktuelle Position Transportgondel. Lara, bist du da? Alex hat gesagt, du bist unterwegs nach unten. Ich bin gleich da. Ich muss dir was erzählen. Worum geht's? Was auch immer die Stürme verursacht und uns auf der Insel festhält. Es ist in dem Kloster. Bist du sicher? Ja, Sam. Du musst das erstmal für dich behalten. Ich helfe Reyes, das Boot zu reparieren. Okay, der Haare hängt gerade ein bisschen komisch. Lara, ich weiß nicht so recht. Vertrau mir einfach, Sam. Okay, sei vorsichtig. Wie, die hat's an der Schulter aber auch schon übel erwischt mit den Narben, hä? Ich kann mich halt gar nicht mehr an das erinnern. Okay, wir haben da einen Ankerpunkt. Ah, da unter. Das hab ich schon gesehen. Aber war bald noch eingefallen auch. Das war es jetzt gewesen. Da haben wir Schuss, das ist gut. Da ist noch mehr. Ah, gut, das war Flinten. Okay. Und jetzt? Müssen wir nach oben? What? Okay, wait a minute. Ah, da ist ein Leute. Schaut zwar nicht auf den ersten Blick aus wie eine, aber funktioniert wie eine.
Es ist zu ruhig. Oh ja. Das ist ja meine Meinung. Ja, aber das war klar. Eine kleine Kettenreaktion auslösen. Au! Granaten ist an der Stelle aber ziemlich OP. Denk nicht einmal dran. Da kommen aber ganz schön viel. Ah, jetzt. Oh nein, jetzt kommt wieder ein Sicherner. Au! Wer meine Brüder tötet, muss sterben. Ja, der ist dahin, sehr gut. Vor allem der andere rotzt ihm einfach einmal blinde auf die komische Plattform drauf. Ja, wahrscheinlich. Kannst da keine 5 Minuten durchschnaufen in dem Spiel. Hä? Okay, lul. Sei, danke dir. Wünsch dir einen guten. Hä? Okay, lul. Wenn ich auslöse, sobald die Zeit verlangsamt wird, ist nichts. Und wenn ich ein bisschen warte, dann passt es auch nicht. Okay, warte mal, da hat es irgendetwas. Da hat es ja irgendetwas. Warte mal, ich glaube, ich hab's gesehen, da ist irgendein. Da meine ich muss mit der Schrotflinte was aufschießen. Wenn ich es richtig gesehen habe. Da meine ich ist unterhalb
Unterhalb von dem Seil, Mann, haben so Hölzel, unter die was du wegschießen musst. Ja. Hallo? Hä? Warum geht... Okay, keine Ahnung, warum es jetzt gegangen ist und die ersten 2 Mal nicht. Ja, Gott sei Dank. Die anderen hatten sicher einen leichteren Weg nach unten. Ja, vermutlich. Ja, machen wir ein wenig Urlaub am Strand. Geschafft. Wo sind sie jetzt? 2 Teile von 3 gefunden fürs Quer. Okay, nice. Ja, da scheint es wenigstens einmal ein wenig ruhiger zum Gehen jetzt. 1 von 3 Teile gefunden für die Schrotflinten. Okay. Okay, das bringt jetzt was. Achso, da kann man sich dann Affe stellen, okay. Oder wie? Jetzt kann man einfach schubsen, okay. Ah, müssen wir lohnen. Der Felsen schaut auch verdächtig aus. Hä? Was ist das? Hügelgrabräuberin. Okay. Oh, da ist eine Fackel. Einmal mit dem Pfeiler noch schießen. Okay, kann sogar noch laufen. Okay, da mal ein Geocache. Schnitzel, ja. Schweineschnitzel. Sehr gute Schweineschnitzel. Da ist ein Grab in der Nähe. Okay, wo ist der Grab? Ah, vielleicht da drüben, hä? Ah, da haben wir... Ja, warte mal, wo ist denn das Fuck jetzt da? Ich erlöse dich von deinem Leiden. Da grillen wir es kleiner. Der wir es kleiner grillen, dann passt schon. Extras. Munkatz, danke dir für dein Werk. Habe die Ehre, grüß dich. Oh, jetzt geht's. Das hat was dagegen, haben wir es anzünden. Ja, okay, gut, dann 30. Okay, aber wo ist da jetzt ein Grab? Da herum vielleicht? Nein. Schaut so aus, wie wenn wir da irgendwann noch hinkommen. Jetzt schauen wir erst einmal, wo... Voilà, da ist nichts. Geocache. Jetzt schauen wir erst einmal, was sie mit unserem Boot da treibt. Oder die, besser gesagt. So, da ist auf alle Fälle einmal ein Lager. Können wir jetzt die Fähigkeitspunkte schon investieren?
Da geht noch nix. Da auch nicht. Oh, aber da geht jetzt was. Nein, auch nicht. Lul. Ach, weil man da vielleicht... Ach so, braucht man da... Also kaufen Sie eine weitere Fähigkeit, um Rang 3 zu meistern. Okay, das heißt, ich muss jetzt einfach irgendwie random irgendeine Fähigkeit kaufen, oder was? Ja, dann nimm ich jetzt einfach einmal das. Ah! Ah, da werden die freigeschaltet. Okay, Bogenexperte benutzt sie ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnungen. Schaltet das Kopfschuss-Fadenkreuz frei. Pistolenexperte töten sie Feinde auf kurzer Distanz für mehr Belohnungen. Schalten das Kopfschuss-Fadenkreuz frei. Dasselbe ist dann für Gewehr. Benutzen sie ihr Gewehr auf kurze Distanz, um Gegner gnadenlos auszuschalten und zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Feuern sie aus kurzer Distanz mit der Schrotflinte auf Feinde, um sie aufzuhalten und zusätzliche... Kopfschuss, Fadenkreuz ist aber auch nicht schlecht. Gerade bei der Pistolenmann ist das ziemlich gut. Ja gut. Sonst dabei mit 340 Bergungsgut wird wahrscheinlich nichts geben. Beziehungsweise wir haben glaube ich soweit eh alles. Ah, dort Magazinschacht. Okay, nehmen wir das auch noch mit. Dann müssen wir jetzt aber so weit als sie haben. Ja, perfekt. Nice. Marvila, wie oft möchte denn die das Boot starten? Checkt die nicht, dass das nicht anspringt. Oh, da haben wir noch was. Roth, ich weiß, ich soll nachsichtig mit Lara sein. Aber es gibt einen Grund, dass ich so hart bin. Dieses große, teure Schiff fährt in unbekannte, gefährliche Gewässer. Wegen ihrer Theorien. Lara muss das Gewicht dieser Verantwortung spüren. Es war zwar deine Entscheidung, aber manchmal scheinst du zu vergessen, dass sie nicht deine Tochter ist. Niemand sonst käme damit durch, die Endurance ins Drachendreieck zu steuern, ohne jeden eindeutigen Beweis. Also sag mir, was hat dich überzeugt? Sie ist klug, das räume ich ein. Und ich gebe zu, die Expedition hat Potenzial. Aber große Ideen und Pläne reichen nicht aus. Du weißt genau wie ich, dass diese Dinge nie so laufen wie geplant. Lara ist unerfahren. Wenn's hart auf hart kommt und sie versagt, wird jemand drunter leiden. Vielleicht klappt auch alles. Aber bis wir sicher, unversehrt und stinkreich auf dem Rückweg sind, nehme ich die Kleine hart dran. Das stimmt tatsächlich. So ein bisschen. Die Lara, also ist ja mehr oder weniger jetzt noch vollkommen grün hinter die Ohren. Es ist ja sozusagen praktisch der Beginn ihrer Reise und das merkt man halt auch ganz deutlich. Sie ist halt teilweise schon noch, kann man auch nicht anders erwarten, sie ist halt schon noch sehr, ja, zurückhaltend und kann mit dem Ganzen noch nicht so wirklich umgehen. Das ist in die späteren Abenteuer oder die, wo man halt von früher kennt, das ist halt ganz anders. Da ist sie halt schon voll herangewachsen, voll drin in der Action-Materie mit Schießen und so weiter und so fort. Das ist halt da jetzt noch gar nicht. Ich spüre etwas an diesem Ort. Etwas, das ich seit meiner Kindheit nicht mehr gespürt habe. Wenn mein Vater einen Wutanfall bekam, versteckte ich mich mit meinem Bruder und er erzählte mir von Pania, vom Riff. Ich hatte das Gefühl, der Ozean würde mich rufen. Ich wollte fliehen und eintauchen ins schweigende Meer. Und jetzt sehe ich die Riffe vor diesem Strand und spüre diesen Drang wieder. Ich sehe Panias grünes Seetanghaar, verwoben in den Wracks. Ich spüre ihre Tränen in den spritzenden Wellen, die sich auf den Felsen brechen. Lara hat recht, diese Insel ist verflucht. Hier herrscht ein Zorn, der uns niemals gehen lassen wird. Wenn's zum Schlimmsten kommt und ich als Letzter übrig bin, gehe ich zu Pania. Ich schwimme fort und schließe mich meinem Bruder in den Wellen an. Okay, das heißt quasi, dem sein Bruder ist gestorben. Wahrscheinlich während eines Schiffsunglücks oder eines Tauchunglücks, wer weiß. Hey, meine Süße. Alex wäre jetzt bestimmt auch gerne hier. Ja. Wo ist Alex? Unterwegs zur Endurance, er holt Reyes Werkzeug. Jonah, teste mal, ob's geht. Okay.
Das ist unsere einzige Chance, richtig? Wir müssen es versuchen. Ich bin froh, dass du dich uns anschließt, Lara. Wie kann ich hier helfen? Hilf doch Jonah da drüben. Ja, das wird schwierig wahrscheinlich. Scheiße. Mit einer Art Flaschenzug würde es wahrscheinlich etwas leichter gehen. Stimmt. Aus ein paar Rollen kann ich sicher einen bauen. Vielleicht aus der Takelage da hinten. Ich sehe mal nach. Pass auf dich auf, Lara. Ja, immer schon denkt, dass wir da hinkommen. So, wir müssen bis da ganz nach hinten. Alter Falter. Okay, ich montiere das alles ab und bereite die Maschine und den Flaschenzug vor. Gut, da müssten aber jetzt rein theoretisch, sollten da jetzt eigentlich keine Gegner nicht sein. Okay, da gibt's nix. So, schauen wir mal. Die Frage ist, wie kommen wir dann wieder zurück? Wahnsinn. Portugiesisch. Über 100 Jahre alt. Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. WTF? Keine Funksprüche seit Stunden. Wir sitzen hier fest, Bruder. Was zum Teufel machen wir jetzt? Mann, halt einfach die Klappe. Ich muss nachdenken. Was geht hier vor? Hast du den Rauch in den Bergen gesehen? Ja, aber das könnte alles Mögliche sein. Wenn es dunkel wird, Mit wem reden? Wo steht der? Hältst du das für eine gute Idee? Vielleicht sollten wir auf die nächste Schicht warten. Da können wir vermutlich lange warten. Irgendwas stimmt nicht, Bruder. Pack deine Sachen. Wir brechen am Abend auf. Okay, der hat zumindest einmal nichts mitgekriegt, mit wem auch immer der da gerade gekriegt hat. Er schießt da am Fragen. Ja, das war wahrscheinlich in meinem Fall ab und zu das Gescheiter. Da hast du nicht Unrecht. Aber im Schießen bin ich ja, wie du sagst, auch nicht gerade der Besser, ja? Also wenn jetzt da mit der Schrotflinte reinballert, dann hört das der andere natürlich wieder, oder? Ja, dann schauen wir erst einmal, wo der andere ist. Wenn er nur da ist? Achso, okay, das schaut. Okay, never mind, das hat jetzt gerade so ausgeschaut, wie wenn man da reinballern kann. Ach, da steht er! Kopfschusskiller. Das Kern viel mehr Headshots verteilt. Warum kann ich jetzt... Ich wollte gerade sagen, warum kann ich jetzt nach rechts, aber nicht nach oben? Ist einfach mal Assassin's Creed-like. Da ist er. Der Kopfnuss war gestern, aber jetzt gibt es nur noch Kopfschuss. Ja, ich gebe mir zumindest Mühe. Also jetzt ist die Frage, was muss ich jetzt... Ah, warte mal, ich muss mal... Ah. Aber warte, kann man da auf? Nein, kann man nicht. Hä? Lul? Was muss ich da jetzt machen? Ah!
Ja, lass mich raten, da kommen jetzt komischerweise ein Haufen Gegner, die genau den Flaschenzug wollen. Was machen wir jetzt? Schnauze halten und irgendwo verstecken! Okay. Die waren aber zu dritt, glaube ich, oder? Also bei der andere ist wahrscheinlich hochgefallen, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber Zielwasser dann die Gegner auch nicht schon. Ja, das stimmt, aber mir halt leider auch nicht. Aber ich muss zu meiner Verteidigung sagen, das Zielen bzw. das Aimen in dem Space tatsächlich wirklich ein bisschen komisch. Also das fühlt sich ein wenig behäbig an, wenn du mich fragst. Gut, wie gesagt, das Spiel ist aus 2013, also von daher. Ja, deswegen stelle ich mir auch deutlich schlechter an, als wie es wirklich ist. Oder wie es wirklich ist. Also ich pack's da und grüß beim Kaufen, ich wünsche euch was und bleibt flaschig. Wer danke dir fürs Zuschauen und fürs Dabeisein und schau, dass du einen gescheiten Baum findest. Schönen Samstag wünsche ich dir. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Dr. Whitman! Ah. Der ist ganz komisch, der Typ. Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten nur, dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Ich find auch, dass der Typ Träger am Stecker hat, der mit der Brenn. Also der jetzt, der Blonde mit. Lara, warte. Hier, nimm den Bogen. Ich habe ihn gefunden und für dich aufbewahrt. Oh. Der hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Ist ein neuer Bogen jetzt hat? Compound-Bogen. Ah, da müsste sich der Mr. Angel auskennen. Weil sie eine Bogen sagen, Waffe modifizieren. Vom Recruve-Bogen jetzt. Oder Recurve-Bogen, oder wie das heißt. Schauen wir mal. Da haben wir jetzt wieder einen Fähigkeitspunkt. Da kann man uns jetzt theoretisch, weil es sich ja gerade anbietet, genau das für Bogenexperte kaufen. Drücken Sie Dreieck, werden Sie den Bogen benutzen, um betäubten Feind mit einem Pfeil den Rest zu geben. Alucard, was geht hier ab? Sinnlos in der Gegend umeinander schießen, da ich sagen. Habe ich dere. So.
So, der Bogen ist jetzt quasi auch erweitert worden. Okay. Dann haben wir jetzt einen Compound-Bogen. Was kann der? Napalmpfeile. Aufgeladene Feuerpfeile setzen beim Einschlag ein großflächiges Feuer frei. Okay. Die geflochtene Sehne, die den Schaden erhöht. Ja, das ist gut. Können wir uns aber leider nicht leisten. Sinnlos rumballern. Ja. Das ist der Kartoffel-Aim-Stream, wenn es zu mir hast. So, wo müssen wir jetzt hin? Da hinten. Bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass wir den Bogen gut brauchen werden. So, mal schauen, wie können wir denn da jetzt ein bisschen hin? Wahrscheinlich über den Weg da auf, oder? Vor allem, wie ist der andere dann da umgekommen, frage ich mich. Schießen Sie Pfeile auf raue Felswände, um Seilstränge zu erstellen. Okay, der kann sogar eine Mauer annehmen. Okay, der hat wirklich Kraft. Sinnlos glaube ich nicht, mach mir daneben ja. Mach mal immer. Immer daneben. Okay, wir haben jetzt einen Pfeilbogen, der eine fucking Facewand durchbohren kann. Okay, Reyes. Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Achso, da müssen wir... Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du? Okay. Warum ist dann dahinter Facewand? An irgendwo Gegner? Schaut nicht so aus, okay? So, da haben wir auf alle wieder Kisten. Mehr Loot ist immer gut. Oh, da 6 hast du 2 von 3 Pfeile. 2 von 3 Teile schon auf dem Pfeilbogen. Sehr gut. Fällt jetzt natürlich ganz oben, ist eh klar. Kann ich mich jetzt einfach runterfallen lassen? Normalerweise schon, oder? Du gangst auch oben. Ah, warte mal, da ist eine Kiste, wo man nach unten klettern kann, oder? Ja. So, lass uns da mal runterfallen. Bei mir gibt's jetzt Eis, ich komme dann auch wieder. Hashtag Lurksquad. Cube, du bist danke dir für den Lurk und einen guten Appetit wünsche dir. Lass das schmecken. So etwas wurde von Schreibern am chinesischen Kaiserhof benutzt. Was soll das sein? Ein Tintenkästchen. Eine kleine Gravur deutet darauf hin, dass es Eigentum eines kaiserlichen Botschafters war. Aha. Irgendwie schaut das für mich aus wie ein Leibniz-Butterkeks, aber okay. So, wo müssen wir hin? Da hinten, meine hat's geheißen, oder? So, jetzt brauchen wir einen Ankerpunkt. Irgendwo. Wow. Na, schau mal, wir brauchen keinen Ankerpunkt, wir müssen von da oben irgendwie... Müssen wir irgendwie umkommen. Aha, da ist eine Leiter, da schau her. Habe ich ihn übersehen. Okay. So, der Maschinenraum ist da
Oben. Warum der immer da oben ist. Los mich da. Ah, zeigst du, da ist eine Kiste. Lass mich da mal schauen. Und was haben Sie gesagt? Was ist da oben los? Irgendeine Frau und alle Gefangenen befreit. Oh, da ein Gegner. Wo zum Teufel ist sie? Was? Hat jemand Boris informiert? Der leitet den Rückraum des Schiffs, auf dem sie gekommen ist. Ich glaube nicht, dass er weiß, was los ist. Scheiße. Ah, den Schiss von meinem Kopf. Kann man das alle? Ja, du mit dem Mund raus. Damit auch nichts passiert. Ah ja, nice. Genauso umgedreht, wie wir es brauchen. Lara, warum gehst du nicht nach oben? Also jetzt bist du wieder... Hä? Ah, da ist grob. Da müssen wir reinschauen dann. Wir sagen, er ist durchgetrieben und gesprungen. Aber du hast ihn erschossen? Details, Mann. Die finden doch nicht mal seine Leiche. Verdammt, Bruder. Warum musstest du das tun? Er hat sein Maul nicht gehalten. Hat mich wahnsinnig gemacht. Hilfe! Oh. Wie, du lebst immer noch? Sitz. Okay, da ist ein Grab, das war Haustier hat, sehr gut. Ein Grab mit Haustier. Oh, da gibt's wieder einen antiken Gegenstand. Wurde das wirklich als Kopfstütze benutzt oder gehört es zu einem größeren Bildhauerwerk? Ich werde es herausfinden, falls ich je von hier wegkomme. Alter, wenn das ein Kopfstützen ist, hey, leck mich am Arsch. Da machst du mal eine Vollbremsung, dann hast du gleich mal eine saubere Gehirnerschütterung, wenn du da dran lässt. Ein Spind ist meistens irgendein Loot drin. Waffenmodifizierung, also wenn wir wieder genug Bergungsgut gesammelt haben. Okay, da müssen wir mit der Schrotflinten 3 werkeln. Ah, da ist noch Mune rund. Okay. Ja, mal Feier machen. Krypta? Meinst du, dass dieser Krypta ist? Oh, da war noch irgendetwas. Moment. Ah ja. Hätte ich jetzt gar nicht gesehen.
Oh, da ist dann das Lager, okay. Das überflutete Gewölbe. Kommandogewehr. Okay, haben wir lol, haben wir wieder alle Teile? Okay. Splittergranaten. Diese Granaten setzen bei der Detonation Schrapnelle frei, die Feinde in einem großen Wirkungsradius außer Gefecht setzen. Oha. Was haben wir da? Visier erhöht den Zoom und verbessert so die Präzision auf große Entfernungen. Drücken Sie R3, um zu zoomen. Das ist gut. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Das wirkt auch wieder meinem Kartoffel-Aim entgegen. Aber ich glaub, dass es so viele Upgrades gar nicht gibt, dass man meinen Kartoffel-Aim irgendwie gegenkompensieren kann. Das war ein Teil der Forschungsanlage. Wurden sie wirklich hergeschickt, um die Stürme zu untersuchen? Ja, aber wahrscheinlich nicht die beste Idee. So, lassen wir mal schauen, was haben wir denn da jetzt? Ja. Leck! Weil wir auch mit dir jetzt hast du mir ein wenig geschreckt. Wie können wir. Was müssen wir da jetzt so? Das ist leicht so komisch grä. Aber da kann man nichts machen. Lol. Aber warte mal, was haben wir denn da? Da kann man durchschauen, aber sonst schon nichts sehen. Kurz eingerissen, läuft es bei mir auf der Xbox am TV, weil alles andere hieß. Auwezwack. Dann hoffe ich mal, dass das andere, wo so ist, wieder hieß, schnell wieder gut wird. Und mehr fürs Einschauen. Lol, was sollen wir da jetzt? Was muss ich da jetzt machen? Mal schauen, kann man da irgendwas zusammenschießen? Schaut gerade nicht so aus. Hä? Was müssen wir da noch tun? Ah, der Rund ist ja schon. Ah, da schon her. Da war der Knöpfel über der Tür gewesen. Das war auch mal zauberhaft, dass wir da erst einmal her. Hä? Lul. Geht das, wenn du hinschießt? Tatsächlich, das geht sogar. Aber was hilft mir das jetzt? Wait. Ah ja. Macht absolut Sinn durch die Tür durch. Hä? Oh, was muss ich denn da jetzt tun? Ich check's grad gar nicht. Bleib mit dem Granatwerfer aufschießen? Okay. Ja, ich check jetzt gerade irgendwie nicht, was die da von mir mengen. Das ist. Durch die Tür komme ich auch nicht durch. Der Überlebensinstinkt sagt mir jetzt auch nichts. Okay, ich kann das Schirm, aber... Ah, warte mal. Ich glaube, ich weiß. Okay, oder auch nicht. Ja, okay, ich glaube, da müssen wir umdrehen, weil ich nicht verstehe, was die da von mir wollen. So ganz. Komisch.
Ja, vielleicht kommen wir da auch noch nicht her. Das kann möglich sein, dass die Tier erst irgendwie anderweitig aufgehen muss. Aber ich habe jetzt da gerade aktuell nicht so wirklich eine Idee, was wir da machen sollen. Ich mein, okay, wir haben da ein Fassel, das bringt mir aber auch nichts. Ich kann zwar da ein Feuer anzünden, aber was soll mir das bringen? Ja, okay, nix. Ja, dann müssen wir umdrehen, weil ich glaube, entweder kommen wir da noch gar nicht her, oder da geht's einfach nicht weiter. Beziehungsweise ich weiß gerade nicht, wie ich da weiterkommen soll. Der Überlebensinstinkt sagt mir nichts. Beziehungsweise da leicht was auf, ja, aber so wirklich da kann ich damit auch nichts. Keine Ahnung. Ja gut, müssen wir wieder umdrehen. Es hilft ja nicht. Ich glaube, dass wir da einfach noch nicht herkommen. Aber gut, das hilft ja mir nicht. Ja, da wird wahrscheinlich das sein, dass man irgendwas anderes zuerst machen muss, dass da überhaupt aufgeht. Das kann durchaus möglich sein. Schauen wir einfach mal. So, der hintere Zug geht's dann weiter, okay. Oh, da haben wir einen Mund. Aber ist eh voll, abgesehen davon. Na gut. Keine Gegner? Okay. So, da kann man alle wieder mal sauber anziehen. Okay, oder auch nicht. Fehlende Ausrüstung, okay. Da kriegen wir quasi noch ein Upgrade. Ja, und das Upgrade brauchen wir dann wahrscheinlich, damit wir in dem Grab weiterkommen. Konnte mir ich vorstellen. Ah, da haben wir noch etwas. Tagebücher. Die Sonnenkönigin wird alt. Bald wird sie ihre Nachfolgerin bestimmen. Ich fürchte, dass ich es sein werde. Ich bin jetzt ihr Liebling. Sie verhätschelt mich, nennt mich ihre erste Tochter. Sie hält mich stets bei sich wie eine Puppe, kämmt mein Haar, zieht mir ihre Lieblingskleider an. Das beunruhigt mich kolossal. Aber noch schlimmer ist ihr Blick, der fortwährend auf mir ruht, als ob sie ihr eigenes Spiegelbild betrachtet. Okay, da wird wieder mal ein Nachfolger bestimmt. Bei uns heißt es ja, dass die Sam soll ja angeblich der Nachfolger sein, oder? Oder irgendwie sowas. Die ist ja total gefangen genommen worden. Beim letzten Mal. Und der wollte sie ja irgendwie verbrennen, damit sie dann irgendwie freikommt oder irgendwie so. Ja, gut. Ja, irgendwie so war das. Die Endurance. Saphira, aber die grüß dich. Was fit bei dir? Holy shit, das ist schon wieder kurz vor 1. Wo kommt denn die Zeit hin? Das ist ja Wahnsinn. Alles bestens? Sehr schön, das hört man gern. Bei mir passt es soweit aus. Heute haben wir ein wenig verplant und ein bisschen Aim-Defizit-mäßig unterwegs, aber sonst alles zauberhaft.
Simpsons, endlich schaffen wir es mal. Wie geht's euch? Simpsons, habe ich dir. Erste Mal beim Chat dabei. Uns geht's gut. Ich hoffe, bei dir passt alles. Schön, dass du reinschaust. Gefettfingert. Ja, passt. Dann passiert die besten Wölfe. Oh, da mit dem Ding kann man mir auch mal schießen, ha? Oh, da kommen Gegner. Das ist Zeitverschwendung. Wie viele Generatoren sind da? Aber wir haben letzte Woche schon alle Tragbaren raufgeschafft. Brauchen die ein scheiß Stadionsflutlicht? Sei lieber ruhig, Bruder. So redet man nicht. Okay. Die haben jetzt... Die haben jetzt zu dritt. Was geht da oben im Palast vor? Der Rauch, der über dem Tragbaum steigt. Jetzt ein Problem, dann wissen wir Bescheid. Und was ist mit dem Funken? Die ganze Nacht nur rauschen. Boah, legt 3 mit 200 Gramm Händelschnitzel und in Speckmantel gefüllt mit Zwiebel, Paprika, Pfefferoni und alles Beilage 400 Gramm Eblizartweizen kocht in Hühnerbrühe. Now da ist sie. Ja, ich hoffe, es hat da geschmeckt sein. Bruder, du sollst ruhig sein. Halt den Mund. Moment, er klemmt. Scheiße. Bruder, bitte. Ich bin nicht dein scheiß Bruder. Was ist das alles? Wir werden diese ganze nutzlose Scheiße. Reißen uns den Arsch auf. Und wir haben so eine Style. Scheiß Sonnenkönigin. Wie lange müssen wir denn noch? Was ist das? Was ist das? Ah ja, ach so, ihr wart's. Aha, ja, das macht absolut Sinn. Ihr wart's vorher nicht einmal anwesend und jetzt auf einmal. Okay, das Ziel, das ist echt extrem komisch. Gut. Der da hinten nervt mich ganz schön mit seiner Ballerei da. Keine Ahnung, wie viele Gegner das sind insgesamt, aber es haben definitiv einige zu viel. Ich glaube, der ist hier. Wo ist denn der andere noch? Also, jetzt kommt der einer mit Schädel, okay?
Oh. Ja, der ist eigentlich easy dann. Okay. Ich bin wieder da und sofort Schießerei so macht. Schön wie B. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Aber das war jetzt vorher gerade echt komisch. Ich schieße die 3 mit dem Fassel da über den Haufen und auf einmal tauchen aus dem Nichts 5 oder 6 Gegner auf. War gut, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, was haben wir? Warte mal. Kann man da wahrscheinlich aufziehen dann, oder? Okay, oder auch nicht. Beziehungsweise vielleicht noch nicht. Jetzt müssen wir da erst einmal schauen, ob es da noch irgendetwas gibt. Ah ja. Da haben wir auch noch ein bisschen am Moon, damit auch nichts passiert. Damit ich wieder genug verschießen kann. Feldbericht der Expedition. Unsere Küstenbasis wurde von unbekannten Kräften angegriffen. Wir vermuten, dass die Amerikaner hier sind und versuchen, unsere Operation zu sabotieren. Die Kommunikation auf der gesamten Insel ist gestört und wir haben schwere Verluste. Viele unserer Soldaten sind einfach verschwunden. Die verbliebenen Männer sind unterwegs zum Kloster, um die Kontrolle über die Wetterphänomene zu erlangen. Wir rechnen mit heftigem Widerstand unterwegs. Erbitte schnellstmögliche Verstärkung. Die wahrscheinlich kämmer ist und dann elendig das Suffer ist. Vermute jetzt einfach mal. Na, das sind da vielleicht Arschlöcher, hä? Hab ich wieder Viererlunst oder was im Eck? Granatwerfer war schon mal geholfen. Wo kommt denn jetzt der andere her? Wo ist denn, wo ist er jetzt da gekommen? Der trifft mit jeder einzelnen Kugel, das ist schon Wahnsinn. Du Arschloch, du Dreckert. Da kommt der Mist von der linken Seite. Und das alle? Okay. Was ist da los? Wer schießt? In Deckung, ein Eindringling. Das haben sie aber schnell gespannt. Da drüben! Schießt im ersten Stock! Geht! Okay, Bruder!
Ja, okay, das ist. Also, ich kann ja so schon nicht schießen und dann soll ich das erst recht nicht im Angriffsgefecht versuchen, weil das geht erst direkt nach hinten los. Komisch, beim zweiten Anlauf funktioniert es aber deutlich besser. Ich weiß es auch nicht. Beim ersten Mal da stehe ich mir überall wie der erste Mensch. Beim zweiten Mal, wenn ich dann erst mal elendig erschossen worden bin, dann geht's. Ah, da ist noch einer. Ja, ich sehe, dass da hinten ein Look gab. Moment. Übermacht den Meister. Ja, das stimmt. Aber Schießen, da brauche ich noch viel Übung. Beim Schießen brauche ich noch sehr viel Übung. Vor allem das nächste ist ja bei The Last of Us, da müssen wir auch schießen. Wo wir abgesehen davon nächste Woche weitermachen. Bin auch schon wieder gespannt, wie es da weitergeht. Ich werde jetzt zwar erst wieder 3 Stunden brauchen, bis ich wieder in der Steuerung drin bin, aber das kriegen wir schon. Oh, da hinten blitzt was. In was für einen Mist bist du denn da wieder reingeraten? Wann streamst du immer? Das hängt dabei von meinen Schichttage ab, je nachdem, was ich für Schicht arbeiten muss. Aber in der Regel Montag, Mittwoch um 5 Uhr. Also jetzt wird kommende Woche jetzt nur Mittwoch dabei einmal, also unter der Woche, weil Montag habe ich Spätschicht. Aber ansonsten ist es eigentlich Montag und Mittwoch so in der Regel. Ja? Ich kann da, also wenn's wissen magst, wann ich live gehe, mit was für ein Spiel und was für eine Uhrzeit, da kommst du ein bisschen auf meinen Discord-Server drauf. Weil da kündige ich das alles sehr rechtzeitig an. Da kriegst du dann aber genauestens einen Plan, wann was Phase ist bei mir. Aber in der Regel so in der Woche bin ich normalerweise 2 bis 3 Mal live. So, also das normal schon. Okay. Ah, da ist ja noch eine Antike, eine Antiquität. Geprägt im Jahr Meiji 6, also 1873. Aha. Eine Seite ist abgenutzt, als hätte jemand häufig daran gerieben. Vielleicht die Glücksmünze eines Soldaten. Oder die Freundin. Was? Oh, da ist ein Lager. 100 Tagebüchel. So, dann haben wir wieder 612 Bergungsgut, das ist gut für uns. Beim Gewehr hat es geheißen, können wir noch was machen. Schalldämpfer, Schüsse werden schallgedämpft und ihr Schaden leicht verringert. Drücken Sie blablabla, um schallgedämpfte Schüsse abzufeuern. Das wollen wir nicht. Wir wollen mal die Splittergranaten, meine. Splittergranaten ist gut, habe ich gehört. So, dann haben wir noch Tagebüchel. Lara hat völlig recht. Hier läuft eine gigantische Scheiße. Das natürliche Phänomen mit dem chaotischen Wetter. Die militärische Forschungsbasis. Eine Sonnenkönigin und ein verrückter Kult? Wenn ich's nicht besser wüsste, würde ich's für einen Riesenfake halten. Mit versteckten Fernsehkameras in den Bäumen. Aber ich muss zugeben,
Es jagt mir eine Höllenangst ein. Ich reiße zur Tarnung Witze darüber, aber Reyes tritt mir deswegen sicher bald in den Arsch. Ich muss was Nützliches tun, bevor ich völlig durchdrehe. Ich wäre so gerne mehr wie Lara. Sie ist der Hammer. Nicht nur schlau, sie kann auch echt heftig austeilen. Und wenn sie mich bisher nicht bemerkt hat, passiert das jetzt auch nicht mehr. Außer ich mache etwas, das ihre Aufmerksamkeit erregt. Aha, steht der auf Lara? Hat sie zumindest gerade so angehört. Fazit live und im Farbe meistens Montag, Mittwoch und am Wochenende zwischen 0 und 24 Uhr. Bei Programmänderungen informieren Sie sich auf dem Discord-Server. Ja, das ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also so wie es jetzt, also morgen auf alle Fälle bin ich auch wieder live ab halb 10, weil wir einen Community-Job machen. Dann am Mittwoch auf jeden Fall wieder um 5 Uhr und wahrscheinlich, vielleicht, also was heißt wahrscheinlich, vielleicht noch am Freitag und auf alle Fälle wieder an Heiligabend, am Samstag nächste Woche. Aber da, wie gesagt, die wichtigsten Infos gibt's auf Discord. Ihr zwei, bereitet die Fracht zum Transport vor, wenn ihr damit fertig seid. Oh, leck, was ist denn der für einer? Ist ja der Bonzo, oder was? Aus dem Weg. Ich mach das. Hey, ist da oben jemand? Was zum Teufel machst du da unten? Kannst du das aufmachen und mir helfen? Mach das abrüsten. Wir haben keine Zeit. Komm schon. Hilf mir mal. Rein. Deine Munition. Hat der einen Eisenkopf oder was? Den kannst du nicht mehr. Kann man dem nicht einmal einen Kopfschuss geben, oder was? Aha, der hat einen Kopf. Okay, dem sein ganzer Schädel ist aus Gusseisen. Sehr gut. Das ist gut zum Wissen. Interessiert ihn halt nicht, gell? Alles klar. Ja, das ist genau das, was ich meine. Er blinkt rot auf, ich schieß, aber du triffst ihn nicht. Ich glaube, der ist hier. Was? Steigklemmenantrieb? Benutzen Sie den Seil... Irgendwas. Benutzen Sie das Seilstiegwerkzeug, um mit Seil umwickelte schwere Objekte heranzuziehen. Ah, das darf vielleicht erklären, warum wir vorher in dem Grab nicht weitergekommen sind. Das ist wahrscheinlich das Ausrüstungsteil, was uns jetzt abgeht. Aha. Ja gut, okay.
Mal da runterfallen lassen. Finden Sie Alex. Oder Alex. Alex, besser gesagt. Bin wieder da. Ja, das ist unser Schiff, mit dem wir da angekommen haben. Hat sich ein wenig was verändert, gell, Mädel? Es ist so viel passiert. Oh, da muss auch noch etwas. Vermutlich muss ich Lara für diesen Job danken. Sie hat immer an mich geglaubt. Die Akademiker im College haben Filme als Unsinn abgetan. Ich war für sie nur eine dumme amerikanische Nervensäge mit einer Kamera. Aber wisst ihr was? Die meisten könnten etwas Bewegung in ihrem Leben durchaus brauchen. Und ich weiß, dass Lara tief drinnen einfach mal die Sau rauslassen wollte. Sie brauchte nur etwas Hilfe, um das Partytier in sich aus dem Käfig zu lassen. Wir haben zusammen viele großartige Abenteuer erlebt. Diese irrwitzige Rucksacktour durch Bulgarien. Ich habe sie ständig in Clubs geschleppt. Und die Bergwanderung am Südhang des Kilimanjaro. Lara war immer nur an Ruinen interessiert. Ich habe das Gefühl, diese Expedition wird Furore machen. Lara mit Notebook, ich mit Kamera. Noch ein verrücktes Abenteuer. Ja. Wer Alex sagt, muss auch Belex sagen. Da hast du nicht Unrecht. Ich glaube, du warst sogar so geschubst, du darfst der Kind statt Alex Belex nennen, oder? Einfach zwecks dem Meme. Ah ja. Meinst du, wie viel ist, hä? Okay, den da gegenüber habe ich nicht gesehen, das war mein Fehler. Den nehme ich voll auf meine Karten. Ich hab den da drüben auf der anderen Seite überhaupt nicht stehen sehen. Gleich wird's leichter. Und das... Was, und das kann man nicht in der USA zur Welt, sondern in USB. Dass du es auf der Festplatten speichern kannst, vorsichtshalber, oder wie? Oh, was ist das? Ach, ich kann da jetzt... Ach so, ich kann wieder zurückgraben. Okay, ja gut. Ja, ich glaube, das Schiff ist kaputt. Alex, bist du das? Lara, heilige Scheiße, was machst du hier? Was ist los? Bist du okay? Ich sitze hier unten fest. Verdammt. Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie da rauf, um sie freizukriegen. Okay. Aha, da ist... Okay, wir müssen die Schiene... Ah, warte, Moment, die war doch eh so gewesen, oder? Ah, das ist jetzt 1, 2, oder wie sage ich das? Ja, tatsächlich. Aber kommen die dran? Ich muss da rauf. Passt schon, Wifi, wir hören uns gleich. Danke dir für den Look. Ja, jetzt passt so wach. Wir müssen ja das Ding irgendwie umdrehen können, oder nicht? Ja, jetzt warte mal. Wenn ich jetzt mit da... Warte mal, kann ich da anhängen jetzt?
okay. Das fährt indem ich mich... Ja, okay, passt. Dann macht das natürlich Sinn. Jetzt müssen wir uns... Warte mal, wenn er mir jetzt... Moment. Warte mal, wenn ich mir jetzt da dran hänge, dann drücke ich es um mich, oder? Ja, genau. Dann bin ich aber jetzt wieder auf Ausgangssituation. Wir müssen auf alle Fälle da auf. Okay. Mal noch mal schauen. Ja, das fährt nämlich durch. So, okay. Aber die Frage ist jetzt, wie bringe ich das jetzt hin, dass ich genau über der Öffnung bleibe? Indem ich... Ah, warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Indem wir es einmal ganz umdrücken. Dann werden wir es da herziehen, weil dann steht es nämlich am Lüftungsschacht an. Genau, und jetzt können wir es nämlich da 4 drücken. Halt, dann müssen wir von der anderen Seite auf dann. Oder so. Okay, so geht es natürlich auch. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe jetzt. Ich dachte, ich bin der Star. Okay, geschafft. So, jetzt muss das Ganze wieder auf die andere Seite um und dann können wir es einfach durchziehen. Okay. Ja, das ist minimal schief gegangen. Du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mal raus. Oh Gott. Oh, tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Ein Ausweg. Ja, auch nicht schlecht. Du bringst uns doch um. Ich komme hier nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Die anderen ziehen auf uns. Jetzt. Okay. Da hätt's ihm aber jetzt schon ein Puzzle auf den Mund angeben können, gell? Kehren Sie zum Militärbunker zurück, ja toll. So wie wir bewegen am 17er Gummischlüssel und am Schraubenzieher. Ja, offensichtlich. Scheinbar ja. Darf niemand mehr sterben. Was man nicht alles für einen 17er Gummischlüssel und einen Schraubenzieher tut. Da sagst du das einmal. Du Lara, mein Knie war da hier, ich will Also ich sag jetzt einmal so, da hätte sie ihm zum Abschied, ne, für das, dass er sich schon opfern und sie ja offensichtlich weiß, dass er in sie verschossen ist, hätte sie ihm zumindest noch ein Puzzle auf den Mund geben können. Ja? So als letzter Wunsch
ne? Da meine ich, war das schon okay gewesen, also. Aber gut, im Eifer des Gefechts lassen wir das einfach mal so stehen. Genau gesehen, dass da was aufblitzt. Okay. Wie alt ist das Madel eigentlich? Das ist eine gute Frage. Das haben wir, glaube ich, beim ersten Tomb Raider Stream haben wir das überlegt, aber wir schätzen mal, dass sie so um die, ja, so zwischen 22 und 27 wird sie irgendwas sein. Tipp jetzt einmal. Also älter schaut es auf jeden Fall nicht aus. Wie, die Treppen ist jetzt fürs Licht da, oder was? Achso, und jetzt können wir dann natürlich mit dem das auch einschießen, oberziehen. Ah, schau, das passt doch perfekt. Ein altes Tagebuch. Warum kein Bussi aufs Nuss? War da in Ordnung gewesen? So ist er nicht. Feldbericht der Expedition. Die monatelange Ausgrabung hat zumindest neue Informationen über die Wetterphänomene gebracht, die diese Insel im Griff haben. In unserer Ausgrabungsstätte an der Küste haben wir das Grab eines wichtigen Generals aus der Kamakura-Periode gefunden. Dieser Fund ist das fehlende Puzzleteil. Damit werden wir endlich die Kontrolle über die Stürme übernehmen. Motze! Wir müssen zum Kloster, zur Ritualkammer. Dort Moment. wird über Erfolg oder Scheitern entschieden. Matze, danke dir für dein Raid. Willkommen an dich und deine Community. Wie geht's euch? Wie war der Dave the Diver? Alles flauschig bei euch. Genau, schaut's mir beim Wadenbeißer vorbei. Bitte, dankeschön. Gerne mal Following-Drucker. Ein sehr sympathischer Kerl. Sehr sympathisches Kerlchen, ja, der sich gerne einmal rasiert, habe ich gehört. Warte, wie geht's da? Oder ich sag jetzt einfach Matze, das hört sich ein bisschen besser an. Also, was heißt besser an? Das ist ein Name, ne? Alles sauber auf bei euch. Ich hoffe doch. Wer rasiert sich nicht gerne? Ja. Antike Ruinen in der alten Basis. Kontrolle über die Stürme. Ich brauche Antworten. Muss leider ganz fix schon los. Seid alle lieb zum Bazi. Matze, bei uns sind alle lieb zu uns und zueinander. Ja, danke dir nochmal für dein Raid. Lass dich von uns bitte nicht aufhalten. Ich wünsche dir einen angenehmen Samstag. Ja, und danke dir. Stream war super. Hab Main Story Content durch bei Dave. Sehr schön. Sehr schön. Das ist doch wohl das Wichtigste, dass Spaß gemacht hat. Zumindest dem vom Early Access. Ja, dann kannst du ja warten, bis das Game volle Pulle heraus ist. Sozusagen. Ich rasiere. der Cube, der darf Lara gern rasieren. Was? So, wo müssen wir hin? Aha, da kann man Peng-Peng machen, meine ich. Achso, das ist okay. Oh, da blitzt was, da blitzt was, da blitzt was auf, das nehmen wir mit. Sehr gut. Haben wir aber Pfeile. Mal Schuss auffallen. So, und jetzt können wir da auch aufziehen. Okay, wir müssen dann wieder da um. Ja, okay, warte mal, ich kann aber da jetzt nicht.
kein Seil nicht spannen, weil ich mich wahrscheinlich da oben werfen muss, oder? Ist das im Bereich... Für was ist denn aber dann dort der Ankerpunkt da? Da muss aber da noch einer irgendwas geben. Weil der Ankerpunkt da ist ja nicht umsonst. Der muss ja für irgendwas gut sein. Lara rasieren, aber in Natürlich in dem Ersteren. Was meinst denn du? Die schöne Haare möchtest du aber hoffentlich nicht anschneiden. Und wir haben ja schon wieder sauber versaut. Präge ja nicht lesbar, aber Japan hat Mitte des 19. Jahrhunderts Tausende davon hergestellt. Alter, die Dinge erinnert mich voll an die Goldmünzen aus Naruto Rise of a Ninja. Gibt's auch so eine Goldmünzen. Ja, okay, müssen wir auf das Seil laufen. Das wird nicht anders. Da haben wir wieder ein Lager. Zwei Punkte zum Aufwerten. Oh, da blitzt wieder was. Mehr Honeybombs, mehr gut. Ja, in gewisser Weise ist es bei dir eigentlich ein Standardprogramm so, Honeybombs, ne? Ich hab erlaubt, dass ihr Hose langsam aufreißt, ja? Das ist vielleicht noch mehr, dort schon hin, der Oberschenkel links, der schaut schon aus, ja? Vielleicht reißt der noch weiter auf. Da gibt's bestimmt, also hundertprozentig, dass für Tomb Raider irgendwelche versauten Mods gibt, hundertprozentig. Ein Dreieckstipp. Ja, die gibt's mit Sicherheit auch ein Motto, wo du mit der Lara mit dem Modell spielen kannst, was früher gewesen ist. Da ist auch wieder dasselbe. Da hinten ist auch irgendein so ein Ankerpunkt, aber warte mal. Ah, warte mal, so haben wir umgekommen, glaube ich, oder? Ja, so haben wir umgekommen. Okay. Dann weiß ich, was wir demnächst machen. Granaten-OP habe ich mir gehört. Ja, ich bin jetzt momentan schon wieder am Überlegen, weil den Tomb Raider werden wir wahrscheinlich im Laufe der kommenden Woche wahrscheinlich fertig kriegen, je nachdem. Dann machen wir momentan schon wieder so ein bisschen Gedanken, was wir dann noch Tomb Raider spielen. Also ich hätte mir jetzt gedacht gehabt, ich weiß ja nicht, wie ist denn Enker Meinung zu The Witcher 3? Wie ist denn da Enker Meinung? Bei The Witcher 3 ist es so, ich habe das Spiel einmal angefangen, aber nie fertig gespielt. Ich weiß, dass Witcher 3 unfassbar groß und unfassbar viel zu machen ist. Das war dann wahrscheinlich so ein Projekt dann, wenn, dass ich das quasi dann offstream auch so ein bisschen weiterspiele, weil das einfach so viel ist. Das ist dann auf Elden Ring Niveau, wahrscheinlich sogar noch heftiger. Super gut, fast so gut wie Skyrim. Dr. Gynäkolo... Dr. Cooler Name, habe ich der. Witcher 3 ist brutal gut, okay. Ja, weil da ist ja jetzt ein Next-Gen-Update gekommen. Und da bin ich jetzt momentan so ein bisschen am Überlegen, ob wir uns das vielleicht einmal anschauen. Ja? Aber wie gesagt, das Witcher 3 ist halt unfassbar groß. Und da werde ich wahrscheinlich, weil ich will es ja richtig machen, da werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen Hilfe brauchen, wann man was für eine Quest machen muss und welche Antworten man da geben muss am besten Fall. Also das wird, glaube ich, das war dann schon ein massives Projekt, The Witcher 3.
Die Frage ist eher, bist du bereit, mehr als 100 Stunden mal zum Investieren? Das ist nämlich genau das Thema. Das ist so das Einzige, was mich von der Witcher so ein bisschen abhält, weil das so unfassbar groß ist. Das ist, also eigentlich, da muss ich privat ein wenig spielen, weil sonst, also 100 Stunden bringen im Stream nicht runter, da haben wir bis nächstes Jahr Sommer beschäftigt, so gefühlt. Ja, Backseat Gaming sowieso nicht. Zumindest nicht so lange, ich frage da noch. Hä, warum hat sie sich denn da jetzt nicht reingehalten? Ich meine, das war automatische Sequenz. Okay, lul. Nice Troll. Weil zuerst habe ich überlegt, ob wir nach Tomb Raider 1, also nach dem Teil jetzt noch einen zweiten nachziehen. Aber ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich brauche von der Schießerei ein wenig eine Abwechslung. Weil der Last of Us ist jetzt auch scheißen. Müssen wir mal schauen. Können wir gleich noch ein wenig drüber reden. Wir hörten die Explosion und dachten... Alex. Er war noch auf dem Schiff. Die Überlebensrate in deiner Gesellschaft ist ziemlich gering. Reyes! Dann komm mir besser nicht zu nahe. Wir essen jetzt, ja? Die blöden Mistkerle rühren sich nicht, aber das kann sich schnell ändern. Und wenn ich schon sterben muss, dann bitte nicht hungrig. Nur wer satt ist, behält seine Seele. Endlich mal ein positiver Gedanke. Sobald Reyes mit dem Boot fertig ist, geht's zurück in die Zivilisation. Und wir werden Wahnsinnsgeschichten erzählen können. Ja, Wahnsinn. Ich hoffe, ich muss Himikos Namen nie mehr hören. Wir können mit der Flut in See stechen. Nein, können wir nicht. Jetzt lass doch mal gut sein, Lara. Nicht nur Lara denkt, wir sitzen in einer Falle, Reyes. Matthias mag verrückt sein, aber er war sich ganz sicher. Ich sah es in seinen Augen. Er denkt, Himikos Wiederbelebung ist der Schlüssel, um die Insel zu verlassen. Gott, das klingt verrückt. Aber dieser ganze Ort ist verrückt. Die Stürme sind nicht natürlich und das müssen wir einsehen. Sie hat recht. In dem Sturm auf der Endurance fühlte ich es. Etwas Dunkles, was Lebendiges. Dieser Ort ist verhext. Wohin gehst du? Unter der alten Basis in den Ketten sind Ruinen. Etwas da drin lässt sie glauben, sie hätten Kontrolle über die Stürme. Ich muss rausfinden, was es ist. Sobald wir bereit sind, geht's los. Auch ohne dich. Ich gehe nicht ohne dich. Ja, die haben leicht sie und der Reyes, die haben leichte Diskrepanzen. Das habe ich schon festgestellt. Wenn ich zur Ritualkammer im Kloster will, müssen wir das Boot reparieren. Ich weiß nicht, wie ich die anderen überreden soll, damit landeinwärts zu fahren, statt weg von der Insel. Aber ich muss einen Weg finden. Reyes wird ein Problem sein. Sie will zurück zu ihrer Tochter. Und sie trauert um Roth. Wie wir alle. Ich weiß immer noch nicht genau, warum Matthias ausgerechnet Sam wollte. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie ist wieder bei uns. In Sicherheit. Also hängt es doch mit der Sam zusammen. Ich hab mir's schon fast gedacht. Beziehungsweise, das ist ja letztes Mal schon so angeschnitten worden, mehr oder weniger. So, Freunde. Wie es da weitergeht, das schauen wir uns aber beim nächsten Mal an. Ich würde sagen, das ist der perfekte Cliffhanger für den nächsten Part dann. Wann werden wir denn immer? Ja, vor Weihnachten. Das ist wahrscheinlich vor Weihnachten tatsächlich nicht mehr. Außer ich darf nächsten Freitag nur live gehen. In der Früh. Kannte eigentlich, what the fuck, ich habe eigentlich Urlaub. Ich kann Freitag locker noch einen Stream machen. Mal schauen. Mal schauen. Vielleicht Freitagnachmittag, da sind dann die meisten wahrscheinlich auch schon im Urlaub oder so. Oder haben frei. Mal schauen. Zeige ich schon, wie es mich gefreut. Genau. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob man. Ich bin mir noch nicht so wirklich sicher, ob wir uns der Witcher 3 im Stream wirklich einmal geben sollten. Weil, wie gesagt, das Spiel ist halt verdammt groß.
Und das wird mir alles on-stream allein, werde ich das nicht stemmen können. Also wie gesagt, wenn du da 100 Stunden... Ich habe das... Bei Elden Ring waren da auch 120 Stunden, was ich da drin gehabt habe. Da habe ich aber auch nicht alles on-stream gespielt. Also natürlich war es so, dass man die Hauptsachen, da darf man natürlich im Stream spielen bei The Witcher. Aber halt so die ganzen Nebenquests und so weiter und so fort und das ganze nebenher gegrinde und Gefarme und wie auch immer, das war dann halt wahrscheinlich etwas, was ich dann für mich privat machen müsste, weil, wie gesagt, das 100 Stunden im Stream unterzubringen, das ist nicht ohne, das haben wir selbst bei Elden Ring nicht hingebracht. Urlaub, der Hund. Ja, ich hab ab Mittwoch Urlaub, tatsächlich, bis einschließlich 3. Januar. Bis 3. Januar ist dann erstmal Pause. Jetzt pass auf, jetzt machen wir da erstmal schnell kurz leise. Und dann machen wir da wieder ein bisschen laut. Aber du kannst doch Elden Ring ohne Challenges nicht mit Witcher vergleichen. Elden Ring ist winzig und nur schwer, aber keine Story. Naja, das kommt darauf an, wie weit du in Elden Ring... Ist ja bei Witcher dasselbe. Je nachdem, wie weit du es halt treiben möchtest. Du kannst Elden Ring auch auf 10 Stunden durchspielen. Oder auf 20 Stunden. So, wenn du der Wenger vertraut bist mit Souls-Spielen. Ja, das geht bei Witcher wahrscheinlich genauso. Wenn du Witcher nur Hauptstory spielst, bist du wahrscheinlich auch auf 20 Stunden durch. Oder 25. Es kommt halt immer drauf, du hast halt... Bei Witcher eine unfassbare Spanne. Entweder du konzentrierst dich nur auf Hauptstory oder du nimmst halt den ganzen Stuff drumherum mit, was halt brutal viel ist. Also ich weiß jetzt nicht sicher, aber ich glaube, dass Witcher 3 eins der größten Spiele ist, die es überhaupt auf dem Markt gibt. So. An Open World. Price habe ich dere. Also zumindest es ist zumindest so mein Eindruck. Ich meine, ich hab ein bisschen was dazu gesehen zu The Witcher, aber bei dem Universum The Witcher bin ich halt noch ein kompletter Grünling. Ja, und ich weiß auch vom Spiel an und für sich nicht wirklich viel. Ich hab nur damals The Witcher wieder aufgehört, weil das hat mich content-technisch einfach wirklich erschlagen. Und weil ich halt einfach nicht gewusst habe, was ich machen muss. So, wann ich wo am besten angehe, das war halt damals so für mich der Punkt, wo ich bei Witcher dann abgegangen bin. Aber ich habe halt, also eigentlich nahezu jeder, den was ich kenne, sagt halt, dass Witcher wirklich ein brutal gutes Spiel ist. Was ja auch stimmt. Ist ja nicht schlecht. Ich hätt grundsätzlich Bock auf The Witcher, so ist es nicht. Es ist halt, wie gesagt, das Thema Witcher und halt Stream. Das sind halt zwei Sachen, die halt irgendwie zusammenpassen müssen, weil das Problem ist halt, was halt bei Witcher, das Hauptproblem ist, die Nebenquests sind halt irgendwie alle auch story-relevant. Grünling? Nein, Halbling. Ja gut, dann von mir aus Halbling, nimm ja. Das ist halt so die Frage. Über die Bücher redet keiner. Mr. Price, ich hab weder die Bücher gelesen, noch Witcher 1 und 2 gespielt. Ich hab die Amazon-Serie, die erste Staffel 6 Folgen gesehen. Die hab ich auch gut gefunden. Ich nehme mir es eigentlich die ganze Zeit vor, dass ich es weiterschaue, weil jetzt vor allem 2 Staffeln heraus in Hand. Aber ansonsten, zum Spiel zum Beispiel von The Witcher 3, ich weiß nahezu nichts. Also, ich weiß ja, es geht irgendwie um die es geht irgendwie grundsätzlich darum, Ciri wird irgendwie verschleppt und die wilde Jagd oder die dunkle Nacht oder wie die Organisation da heißt, steckt da irgendwie dahinter. Ja genau, und dann so quasi, ja mach mal, so, ne? Aber sonst kann ich zu The Witcher 3 nicht wirklich was sagen. Es ist ja unfassbar komplex, das Spiel. Du hast ja nicht nur deine Fähigkeiten mit dem Schwert, da kommt ja so viel anderes Zeit noch dazu, mit Alchemie und mit Tränke brauen und Bomben bauen und was weiß der Teufel was. Ciri, die Äppeltante, Ciri mit C, Z, also C-I-R-I, Ciri. Das ist quasi die Ziehtochter vom Geralt, wenn man so will. Ob für einen Stream funktioniert, ist auch nicht das Thema. Es gibt genügend Streamer, die tausende Stunden erfolgreich Witcher gestreamt haben, aber das ist einfach nicht deine Art von Stream. Ja, das ist halt das. Ich bin halt nicht der Streamer, der wo halt einfach einmal an einem Tag 6, 7, 8 Stunden live ist. Das funktioniert halt nicht. Das kann ich ja mit meinem Privatleben nicht vereinbaren. Ja, das ist, und vor allem, da gibt es halt wahrscheinlich, der fällt halt mir gerade ein, der Elotrix spielt ja momentan auch, das kannst du halt nicht vergleichen. Der Elotrix lebt davon. Ja. Bei dem ist es wurscht, wenn der 8 Stunden live ist. Der zieht das durch.
Ciri bzw. Cirilla Fiona Elen Riano. Ja, genau, so ungefähr. Okay, der Vibe ist doch voll drin in dem Thema. Ciri, bitte bestelle mir 20 Packungen Blausiegel XL auf Amazon. Bestell dir deinen Scheiß selber! Prinzessin von Zintra. Ja, das Ding von der... was ich halt weiß, dass quasi Bücher, Spiel und Serie nichts... Also nicht wirklich was gemeinsam haben. Ja, die manche Sachen überschneiden sie ein wenig, aber man kann sie jetzt nicht spoilern. Also man kann sie jetzt zum Beispiel nicht zur Story, zum Spiel spoilern, wenn man die Serie schaut und andersrum und wie auch immer. Also das haben irgendwie 3 verschiedene Handlungen. Aber die hast du eh nicht früher. Nein, ich baue halt Restolabo. Tatsächlich. Ich habe nur noch Montag, Dienstag Spätschicht und dann ist für mich gegessen. Und habe die. Ja, müssen wir mal schauen. Vielleicht mache ich es so, dass man mal... Du kannst dir nicht nur mit Charaktere spoilern sozusagen, aber das macht... Ja, okay, weil das ist klar. Dass du halt überall eine Yennefer, eine Ciri, einen Geralt, einen Wesemir und wie die alle heißen, dass sie das irgendwie deckt, das ist ja klar. Aber so, du kannst sie zumindest inhaltstechnisch nicht irgendwie spoilern. Ja? Also das Spiel... The Witcher 3 hat eine ganz andere Handlung wie jetzt zum Beispiel die Serie auf Netflix. Ich wüsste, wer heute einen Tomb Raider Streamer. Wir gehen heute zu der Wifi. Wir gehen heute zu der Wifi. Ich kann mir schon vorstellen, du wärst wahrscheinlich Geli meiner, oder? Fangst du morgen an oder Punkt 10? Ich fange um halb 10 an, dann schmatzen wir eine halbe Stunde und dann auf 10 spielen wir Mario Kart. Genau. Also ich werd mir, was der Witcher 3 angeht, ich werd mir Gedanken machen darüber, ob wir es einmal im Stream spielen oder ob wir das einfach mal aufgreifen. Vielleicht hat auch die Community noch irgendeine Lösung oder irgendeine Idee, wie man das handhaben kann, weil, wie gesagt, 100 plus Stunden, das ist halt schon eine gewaltige Hausnummer. Vielleicht spielst du dann auch, weiß ich nicht, wenn ich es nicht irgendwie vereinbaren kann, dann spielst du vielleicht privat und zwickst ab und zu mal im Stream ein. Ja, dass wir halt im Stream einmal einen Witcher-Stream machen, das können wir auch machen. Mario Kart Hype. Ja, morgen um 10 Uhr Mario Kart. Freunde der Sonne, morgen machen wir einen Community-Zock. Morgen ab halb 10 Uhr gehe ich live. Dann schmatzt man ein bisschen, ja, anlässlich meiner 200 Follower. Jetzt haben wir ja mittlerweile schon 223, das ist absoluter Wahnsinn. Da machen wir morgen einen Special-Stream, Community-Zock. Da spielen wir unter anderem ab 10 Uhr Mario Kart. Dann werden wir noch ein wenig scribbeln und wir werden noch einen Song-Contest machen. Das wird morgen mit Sicherheit ganz witzig. Es darf auch jeder von euch mitspielen, wo er mitspielen kann und wo mitspielen mag. Ja, mir ist klar, Mario Kart kann jetzt wahrscheinlich nicht jeder. Es wird nicht jeder Nintendo Switch haben. Aber die eine haben, dürfen ab 10 natürlich selbstverständlich gern Mario Kart mitspielen. Ja, es geht um nichts, es geht rein um einen Fun, rein um Gaudi. Wird bestimmt lustig. Und so ist es natürlich bei den anderen Sachen auch. Also es darf beim Scribbeln darf dann natürlich jeder mitmachen und beim Song Contest dann sowieso auch. Okay? Song Contest, ich schaue, dass ich mir frei nehme. Du brauchst ja jetzt wegen mir nicht frei nehmen, um Gottes Willen, cute bist. Es darf mir zwar natürlich narrisch freuen, wenn du da bist, auf alle Fälle, aber du brauchst ja wegen mir keinen Stress nicht mehr. Also ein Community-Zock machen wir mit Sicherheit irgendwann wieder. 200 Leute schon wieder, Wahnsinn. Das ist so geisteskrank. Ich hätte nie gedacht, also ich hab vor 1,5 Jahren Streamer angefangen, ja, im Juni 2021. Wenn mir da einer gesagt hätte, du knackst einmal die 200 Follower-Marke, dann hätte ich freiwillig die Leute mit den weißen Turnschuhen geschickt. Da hätte ich so ausgelacht. Und das Ding ist, es wächst ja weiter. Ja? Es ist ja, es geht langsam. Ich habe jetzt mit Day Zero letztens erst in der Arbeit gekriegt, gestern oder vorgestern. Es wächst langsam weiter, aber es wächst. Also wir haben ja jetzt so die letzten 4-5 Wochen haben wir einen Sprung gemacht, den wir den ganzen Sommer über nicht gemacht haben. Und das ist einfach so Wahnsinn. Es sind auch viele neue Leute dazugekommen, die regelmäßig da sind. Und das ist einfach für mich einfach, das kann ich teilweise nicht begreifen. So. Noch nicht. Ja, das kommt vielleicht alles noch. Mittlerweile muss ich sagen, kriege ich es schon deutlich besser unter den Hut, wie vielleicht noch vor einem Jahr. Ja, weil man wächst ja da auch irgendwie ein bisschen rein. Aber trotzdem bin ich teilweise schon noch echt extrem geflasht von dem, was da auf Twitch, da auf dem Kanal passiert. Also das ist wirklich, gerade wenn ich mir dann anschaue, so an und für sich, ich nehme ja meine Statistik nicht einfach, ich nehme meine Statistik her, um zum sagen, wie das ankommt, was ich mache.
Also ich nehme das her bei den Projekten. Ne? Wenn ich jetzt halt ein Tomb Raider spiele oder ein God of War oder was auch immer, dann nehme ich die Statistik her, die Zuschauerstatistik, um zu sagen, ja, wie kommt das Projekt an? Und wenn ich mir anschaue, wie das die letzten 4-5 Wochen war, das ist so absolut geisteskrank. Also da geht auch wirklich ein riesengroßes Dankeschön an Enk aus. Jetzt schon mal, wir werden da am Ende des Jahres auch noch mal drüber reden. Aber ohne euch war das alles gar nicht so, wie es ist. Das muss man einfach sagen. Das ist nicht allein meine Sache. Klar, ich bin der wo Stunden ins Internet setzt, aber es hat's im Endeffekt die da dahinter stehen. So. Und das ist einfach ein Fakt. Ja? Also du darfst das ruhig alle angesprochen fühlen. Und da ist Dankbarkeit sehr, sehr groß. Das kann ich eigentlich gar nicht ausdrücken. Also, so irgendwie es ist. Naja, freu dich doch, besser wird's ja nicht mehr. Ja, was heißt, besser wird's nicht mehr? Sagen wir so, schlechter werden. So, da wo wir jetzt haben, das hätte man nie gedacht. Die Leute mit den weißen Turnschuhen haben generell nicht mehr viel zum Tor, aber das ist. Ja, das stimmt. Du machst es auch gut mit dem Streamer, stimme zu. Dankeschön. Also so Sachen, das habe ich schon oft gesagt, so Sachen, wenn sie sagt, hey, uns gefällt das und wir fühlen uns unterhalten und so quasi, ich mach's nicht schlecht, das ist das größte Lob, was du mir geben kannst. Ja, also dann weiß ich, ich mache irgendwo was richtig. So. Und solange halt die Leute da sind, beziehungsweise solange halt die Leute das cool finden, was ich da tue, sehe ich auch keinen Grund nicht, dass man was ändern soll. Jetzt vielleicht ein wenig komisch schon, es steht sowieso erst einmal überhaupt nicht im Raum, dass die Streaming-Karriere jetzt vorläufig endet. Da müsste schon privat brutal viel passieren, dass ich da jetzt sage, okay, ich bring's nicht mehr unter den Hut, aber Streamer ist für mich einfach ein volles Hobby geworden. So irgendwie es ist. Also, die meisten wissen es, ich spiele Tennis, also in meiner Freizeit aktiv. Und Streamen ist mittlerweile ein zweites festes Hobby geworden für mich. Ich mache das einfach zur Gaude, ich mache das einfach, weil ich Spaß drauf habe. Weißt du, ich mache es jetzt nicht, weil ich jetzt sage, ich möchte jetzt da die große Kohle verdienen, weil das nicht die Realität ist. So, ich mache das für mich, ich mache das für Enk oder für uns, besser gesagt, weil ich einfach Fun am Zocken habe und weil ich halt einfach die Interaktion mit Enk oder generell mit dem Ganzen, mit der Community einfach schön finde. Und gerade so wie es bei uns ist, mit dem Haufen, der wo halt gefühlt auf sämtlichste andere Streamer auch vertreten ist. Also im Endeffekt, ich gehe in einen Stream ein und lese 10 Namen, die wo auch bei mir sind. Und da gibt es 7, 8, 9, 10 verschiedene Streamer, bei denen das so ist. Und das finde ich einfach geil. Dass man einfach so ein Haufen ist, der wo irgendwie, ja, wie ein Dorf, so, ne? Jeder wohnt woanders, jeder wohnt in einem anderen Haus, aber man kennt sich halt, so. Das finde ich halt einfach cool. Mir taugt es auch da rein. Birgit, das gefreut mich. Dankeschön. Wie gesagt, das ist das höchste Lob, was man jetzt machen kann. Naja. So, jetzt schauen wir mal, ist Frau Semcrowife schon live? Oder gehen wir ja noch ein paar Minuten? Doch, die ist geht gerade live. Ja, da warten wir noch schnell ein wenig. Vor allem, wenn man den Kasperl privat noch kennt, muss man ja am Zuschauer als Kollege auch top. Ja, der eine oder andere kennt mich im Real Life, das stimmt. Unter anderem der Michi. Von der Wifeby über den Dampfi bis zum Bürger, überall haben wir. Ja, genau so ist es nämlich. Sag mal, was da so die letzten Monate entstanden ist, das ist schon geil. Also, vor allem, es kriegt halt, das was halt ich so stark schön finde, von der Bubble, sag ich jetzt mal, ne? Es ist keine Ellenbogengesellschaft nicht. So, du hast jetzt nicht irgendwie einen von den Content Creator, sag ich jetzt einmal best gesagt, da wo einer den anderen irgendwie ausgrenzen oder ausstechen möchte, weil er ja dem anderen das nicht kommt. Das gibt's in der Bubble nicht. Es ist wirklich brutal, dass wirklich so viele Leute so vernünftig an einen Strang ziehen, dass man sagt, hey, also meine Einstellung ist ja, wir haben doch alle im selben Boot, so, wenn wir auf Twitch schauen, ne? Wenn wir mir auf Twitch schauen, ob das jetzt ich bin oder sonst irgendwer, wir haben auf Twitch, weil wir Content zeigen möchten. Ja? Wir wollen Spiele zocken, wir wollen vielleicht einmal reden miteinander auf Just Chatting oder irgendwie mal ernste Gespräche führen und so, oder so, wie auch immer. Und das finde ich einfach so schön, dass man dann hergeht oder dass wir einfach als Community hergehen, hey, wenn ich bei dem zuschaue und dem das feiert, ja, warum soll ich dann den anderen jetzt nicht auch supporten? Also nicht so die Ellenbogengesellschaft, von wegen, na, zu dem anderen gehen ich nicht, weil ich es ihm nicht gönne.
Sondern da wird einfach wirklich an einen Seil gezogen und das ist einfach, ich sage einmal, ich habe mit der Wife, wir haben mit ein paar anderen schon drüber geredet, das ist einfach wirklich ein Geschenk, dass du in so einer Community sein kannst. Das gibt's auf Twitch nicht oft. Dass sie so viel kleine Streamer, weil ich bin ein kleiner Streamer, da brauchen wir nicht diskutieren drüber, dass sie so viel kleine einfach zusammentun und aus dem kleinen Haufen ein grosser wird. Und das ist einfach brutal schön. Es gibt da Streamer, bei denen ist man nicht mehr, weil es die Kleinen besser machen. Das soll auch vorkommen. Das soll vorkommen. Es gibt viele Streamer auf der Plattform, die wo klar haben, die wo in meiner Größe oder in meiner Größenordnung haben oder vielleicht noch kleiner, die wo aber so unfassbar guten Content machen und einfach viel mehr verdient hätten. So. Die wo es teilweise wirklich besser machen als so manch Grosser. Das ist eine Tatsache. Das gibt's auf jeden Fall, da brauchen wir überhaupt nicht reden. Aber gut. Auf alle Fälle, um da ein Fazit zu ziehen, es macht unfassbar viel Bock, ich hab unfassbar viel Freude. Ihr merkt, dass ihr auch brutal viel Gaudi habt dabei und wir werden das jetzt dieses Jahr weiterziehen, wir werden es nächstes Jahr weiterziehen, obwohl nächstes Jahr bei mir privat einiges ansteht. Da werde ich wahrscheinlich das Streaming-Pensum von heuer nicht ganz so halten können, aber wir werden definitiv weitermachen. Da gibt es einmal überhaupt keine Diskussion nicht. ASMR ist kein Content nicht. Außer wenn ihr Dringer einschenkt. Seit wann streamst du? Seit Juni 2021. 14. Juni 2021 war offiziell der erste Stream bei mir auf dem Kanal. Das ist eigentlich auch Wahnsinn, wenn man das ist, wie die Zeit vergeht. Das ist so krass einfach. Das ist 1,5 Jahre. Aber gut. Soll noch ein wenig dauern. Ja? Also nach 1,5 Jahren bin ich noch nicht fertig. Offiziell, ja, es hat quasi den ersten Stream generell auf dem Kanal habe ich gemacht im Mai, das waren aber lauter Teststreams, die haben auch offiziell gar nicht gelaufen, sondern nur mit mir und meinen Mods, damit wir sehen, wir laufen das technisch ab, weil das war zu der Zeit, zwischen Mai und Juni habe ich meinen PC gekriegt und da waren halt ein Haufen Testsachen drin. Deswegen, so der erste wirklich offizielle Stream, der war im Juni dann. HSMR Eischenker am Pieselträger, ja genau. Genau, da haben wir quasi heuer im Juni haben wir quasi dann einen Jubiläumsstream gehabt. Das wird nächstes Jahr mit Sicherheit auch wieder sein, dass wir im Juni dann das 2-jährige Jubiläum feiern. Sozusagen haben wir jetzt in der 2. Staffel, mittendrin, wenn es so willst. Ja? So von Jahr zu Jahr, immer von Jubiläum zu Jubiläum ist immer eine Staffel. Kannst du dir vorstellen. Also so haben wir es halt bezeichnet, so lustigerweise einfach zu Gaudi. Wenn wir ehrlich sind, streamst du ja schon viel länger. Ja, aber das greifen wir jetzt doch nicht auf. Wobei, ich sag's nur schnell dazu, ich habe ja, der Kanal jetzt da, ist ja mein zweiter Twitch-Kanal. Ich habe früher auf einem anderen Twitch-Kanal gestreamt, einen ganz anderen Content. Da habe ich auch nicht bayerisch geredet, sondern Hochdeutsch. Ja, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen, dass ich das mit da habe. Das ist auch relativ gut gelaufen damals. Ich habe aber damals immer nur ein Spiel gestreamt. Ich weiß nicht, ob wer Summoners War kennt, das Spiel, keine Ahnung. Falls jemand nicht kennt, sucht es nicht danach. Und falls jemand kennt, schaut, dass du aus dem Spiel rauskommst, so auf die Art. Ich habe dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, mich da zum Verstehen, so, weil ich habe mich da wirklich versteht. Weil ich sprich nicht Hochdeutsch. Das war die erste Fremdsprache, die ich gelernt habe. Ich bin ein Bayer und ich will das machen, auf was ich Bock habe. Und deswegen ist dann irgendwann so der damalige Kanal, den habe ich sterben lassen sozusagen. Ich bin nicht mehr live gegangen. Der war damals einfach eine Zeit nur da, um zu kommunizieren. Und mittlerweile nutze ich ihn gar nicht mehr. Ja, der ist halt, den gibt's noch, aber da findest du halt nichts mehr drauf. Und dann haben halt irgendwann die Gedanken gekommen, ich wollte eigentlich schon streamen, ich hab Bock auf Streamer gehabt. Und dann habe ich halt überlegt, ja, was kann ich denn machen? Und dann habe ich mir halt erst mal überlegt, ja, wenn ich stream, was will ich eigentlich? Und dann war für mich klar, ich will mich nicht verstehen und ich will Content machen, auf den ich Bock habe. Ja? Und so ist halt dann irgendwann nach ein paar Wochen einmal das Thema Gamerparty entstanden und dann ist der Stein schon langsam ins Rollen gekommen. So, und heute sitze ich da mit 223 Follower und einer Community, die wo kaputter und schöner nicht sein kann. Also was scheinbar Fügung des Schicksals. Wie alt bist du eigentlich? Haben wir gerade gerätselt. 30.
30 Jahre, heuer im September 30 geworden. Das Thema mit Hochdeutsch ist eine Fremdsprache, hat mein Dozent heute auch schon gesagt. Ja, sechstes, da hat er einen guten Dozenten, der Mr. Price. Genau. Und so ist das alles entstanden. Das kann man, da machen wir, wisst ihr was, Silvester wird es wahrscheinlich ja so werden, dass wir ein wenig einen Blätschmatz auch machen. Silvester war halt der Plan, dass ich auch einen Frühschoppen mache, dass wir in der Früh eine Stunde oder so, möchte ich noch Hollow Knight anzocken, da habe ich mit der Fichterlin umgeredet, weil ja ihr Wunschgame ein bisschen abgedroschen worden ist. Und dann hat sie gesagt, sie kann sich vorstellen, dass sie sich Hollow Knight einmal gerne anschauen möchte von mir. Jetzt werden wir es so machen, dass wir am 31.12. wahrscheinlich, das weiß ich jetzt noch nicht genau, dass wir da noch so eine Stunde oder 1,5 Stunden wegen Hollow Knight reinschauen und dann machen wir mal nochmal einen Blechschmatz. Da können wir über solche Sachen auch gerne nochmal reden. Ja. Ich gesagt, ihr könnt es mir auch gern, es ist ja nicht, ich beiße gar nicht, wenn euch sowas interessiert, dann ihr könnt es mir da jederzeit schreiben. Gerade für die Leute, die auf Discord haben, also ich bin jetzt da nicht so, dass ich jetzt jemand nicht antworte oder was. Also wenn ihr was wissen möchtet von mir, wie alt das ich bin, wie groß das ich bin, was für Blutgruppen das ich habe und keine Ahnung was, dann schreibt es mir einfach. Das ist überhaupt kein Thema nicht. Ja, ich beiße auch nicht, ehrlich. Aber du bist ja jünger als ich mach nur 31 geworden. Oh, schnell her. Ja, die Schallmauer war gar nicht so schlimm wie ich meine. Ich hätte mir schlimmer vorgestellt. Und du hast einen kaputten neues Mod, ja. Aber das genauso soll es ja sein. Das ganze Team drumherum, das passt halt einfach. Multi-Podcast-Stream. Ganz ehrlich, wenn mir mal einer zum Podcast einlädt, ich bin dabei. Bin ich dabei. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Also wenn es da draußen irgendeinen Podcast-Streamer gab, der oder einen gibt, vielleicht auch aus der Community, der wo demnächst einen Podcast macht, hey, I'm in, just call me. Also, was heißt, schreibt mir auf Discord. Naja, so, Freunde der Sonne, wir gehen jetzt dann gleich zur Wi-Fi. Nochmal der kurze Hinweis, der Discord-Server, den hat der Mr. Saiching oder der Mr. Price hat ihn gepostet. Wer noch nicht drauf ist, kommt gerne dazu. Da können wir auch reden, alles mögliche. Wie gesagt, kriegst du auch mit, wann ich live gehe und so weiter und so fort. Morgen ab 9:30 bin ich live, Community-Zock. Jeder ist eingeladen, sehr herzlich dazu. Dürft auch gerne andere Leute, Freunde, Bekannte Bescheid sagen. Überhaupt kein Thema, das muss keiner aus der Stamm-Community sein. Jeder, der Bock hat, da mitzuspielen, egal bei welchem Spiel man mir spielt, ihr seid sehr herzlich willkommen. Ja, ich darf mich freuen, wenn sich der eine oder andere durchringt. Es dürft morgen auch gern selber entscheiden, ob ihr ins Discord-Voice kommen möchtet oder nicht. Ich werde es anbieten auf jeden Fall. Genau. Morgen ab 9:10, wie gesagt, Community-Zock. Der wird gehen bis ungefähr 4 Uhr Nachmittag. Ja, also für jeden wird was dabei sein. Feiert mal ein bisschen die 200 plus Follower. Ist eher absoluter Wahnsinn. Okay? Bin dabei. Sehr gut. Dann darf ich mal sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß jetzt bei der Semcrowife. Die kennt ihr ja mittlerweile auch alle. Ja? Also wer die Wife nicht kennt, den weiß ich nicht, der ist einmal von Lastwagen geschubst worden oder so. Wer es nicht, sollte es wen geben, der sie nicht kennt, dann bitte auf den Daumendrucker, ja, das Following da lassen. Ganz, ganz wichtig, ist eine sehr sympathische Frau. Und mit der haben wir auch schon einiges Lustiges durch. Und ja, auf alle Fälle Supporter lassen, die hat es verdient. Ja. Die baut halt ihren Turm fertig, ihr Turmspitzen baut es fertig, ja, die dort basteln. Das ist sehr, sehr, sehr chillig, sehr, sehr cool zum Oberkämmer. Von daher, bitte, wie gesagt, gerne mal aufs Däumchen drücken. Ja. Gerne bei mir noch aufs Däumchen drücken, falls noch ein neuer da ist und dem gefällt, was ich da betreibe. Da hat mich freuen, kostet nichts. Und ja, Support und so weiter. Wisst ihr wie es ist. Gut, Raid Command ist im Chat für Subs und für Non-Subs. Sucht euch das jeweilige aus, was ihr braucht und dann werdet ihr es bei der Wi-Fi einfügen. Okay? Dann kennt sie sich gleich aus. Sehr sympathische junge Dame, auf alle Fälle. Und dann sehen wir uns und hören wir uns morgen in der Früh wieder. Okay? In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Bleibt sauber, bleibt gesund und vor allem schön geschubst und flauschig bleiben. Ja? Haut euch eine, habe die Ehre, ich bin für heute raus. Bis morgen. Für euch. Und danke fürs Dasein, für den ganzen Support heute wieder. Auch Hashtag Saiching, gell? Das war schon ein wenig too much. Merci Leute. Bis morgen.